hey, es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Ball. Es hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon verheilt. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Alles Backen spielen wir noch den Wiener Schar. Die Quitsche klingt jetzt super fein, die Kontrapumpe hinten rein. Und das Zange klingt jetzt da schon recht human. Drum, Leilon, grüß euch, servus, grüß Sie, hey. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Es spielen für euch die 16er Ball. Es hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon verheilt. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, grüß euch meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserer Pawlatschen am Montag, nämlich die Nummer 233. So schaut's aus. Recht entsinne. So schaut's aus, grüß Gott, auch von meiner Seite habe ich die Ehre. Zum fulminanten ersten, das ist da auch Haas herunten eigentlich. Es ist ziemlich stickig. Wo ist die Kuh? Die ist komisch, manchmal Köder, da ist immer Ding. Aber wurscht, egal, wir hatten ein fulminantes Konzert gestern, Ja, was heißt? das wir heute besprechen werden natürlich. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Bei der Pawlatschen auf diesem Kanal 16 beim TV. Ja. Und es gibt ja auch den Kanal 16 beim Insights für, Jawohl, für ja. den Live-Podcast Jawohl. gedacht. Und da ist es ja so, morgen wird es noch nicht gehen, aber allen sagen wir mal, Hoffnungen nach sollte Am Mittwoch starten wir dann Vormittag um 9 Uhr in der Früh auf dem neuen Kanal, auf dem zweiten Kanal nämlich. Also Insights. nur mit dem Live-Podcast. Genau. Alles andere bleibt da. Keine Sorge. Genau. Bleibt da. Ich habe da irgendwas beantragen müssen, dass ich einen Livestream machen darf und dann musst du 24 Stunden warten. Das wird also den Sinn haben, dass diese ganzen Fake-Accounts nicht so einfach da reinkommen. Und, Zur Unterbindung des Ganzen einfach. Genau. Ist, ja. Und ob ich es dann kriege, weiß ich nicht. Ich habe noch nichts aufgeladen. Ja, ist ja sonst nichts oben, vielleicht sagt ihr dann, nein, da muss was aufgeladen. Werden wir sehen, wir werden es beobachten. Wir begrüßen euch ganz herzlich in der Pawlatschisterie im Chat. Susanne Moser ist am Start, Christi Gott aus dem Mostviertel. Servus. Der Paul Hartmann sagt, guten Abend aus München auf eine schöne Pawlatsch. Ich konnte gestern leider nicht live dabei sein, habe mir stattdessen die XXL Pawlatschen 6,5 Stunden angehört. Einfach toll. Weltklasse, Paul. Das ist brutal. Das ist wirklich, also das ist eine Leistung. Also gratuliere. Also das ist mehr Leistung als das Erstellen dieser Pawlatsch, das kannst du dir vorstellen. Der Mike ist da. Grüß euch, gerade eben das erste Mal in meinem Leben Seitenblicke geschaut. Waren wir in der Seitenblicke heute? Waren wir? Ich habe nicht geschaut. Ich war nicht gegangen, nicht? Also bei mir. Ich habe nicht geschaut. War unterwegs. Waren wir drinnen? Aber es taugt noch. Mike ist das erste Mal in seinem Leben Interessant, wo wir drinnen Seitenblicke waren. geschaut. Jawohl. Wird Bin klasse. gespannt. Sehr leibend. Grüße an die Justine und bin gefreut, dass du da warst. Aus der Steiermark sind sie raufgefahren. Gary der Grau. Oh ja, wir waren definitiv überrascht. Jawohl. WhatsApp gesehen, Onkel Helmi hat schon geschrieben. Sehr gut. Jawohl. Sehr gut. So, Maber haben wir da, Matthias Mariacher auch gestern dabei. Gerade auch der Beitrag vom gestrigen Konzert in den Seitenblicken. Na, wild. Christel Zauner hat schon geschrieben, Christel hat gerade über der WhatsApp geschrieben, nämlich, das hat nichts mit der Pawlatschen-Theorie zu tun, da muss ich gleich einhaken. Mit dem Bezirksblattl Seitenblicke Saga in den Seitenblicken. Ah ja, da habe ich. Ein bisschen geschimpft haben wir. Nein, geschimpft habe ich. Ich habe gesagt, verstehst du, Oder was war das? Bezirksblattl ist nicht da, aber die Seitenblicke. Ne? So Ja, so erklärt das Wort, das ist gebracht worden natürlich in den Seitenblicken. Christel Zahner, da wäre ich sofort natürlich unseren neuen Freund Ja. aufstehen. Sieht man nicht gescheit. Muss ich aufstehen. Muster, bitte steh auf. Schau, eine Eieruhr aus Griechenland von den Zauners bekommen. Wir haben das gestern üppigst probiert in der Nachbesprechung. Haben festgestellt, dass es nicht wirklich funktioniert. Ja. Also zumindest nicht zuverlässig. Also ich hätte jetzt nicht unbedingt
Eier nach der Uhr kochen, aber wären Zufallseier nämlich. Ja. ist eine leibende Geschichte. Ja, Das ist absolut super. Und da habe ich dann gesagt, ich wär so ein, ich werde es da irgendwann mal ein bisschen umbauen, das Ganze. Und ich hätte dann da gern so ein Board oder mehrere, so wie ein Setzkosten früher. So, Gell? ja, so Wo man etwas, diese, genau. wir haben ja schon einige Sachen von euch geschenkt Ja. bekommen, die eben so Erinnerungen sind. Und das würde dann da hinkehren. War halt leibend irgendwie. Das war schon leibend irgendwie. Ja, das ist eine gute Idee. Wenn du die weiter verfolgst, das ist wirklich klasse. Das war nicht schlecht, gell? Ja. War nicht schlecht. Irgend sowas. Angefangen von der Glocken Das ist über diverse Ja, wir haben so viel LKW, Bierkisten, Ja, kleine, alles und Mögliche. was Ja, so genau. lauter so schöne... So also Devotionalien. Genau. Erinnerungsstücke, Ja, genau. wirklich Erinnerungsstücke, ja. Weltklasse. Ulrike Huber ist am Start, Christi Gott, der Rudi Servus. Korbe ist, Momo M. auch gestern dabei mit Lord Dauer, mich auch gefreut. Peter Prachtl ist am Start, Landtagstromer Markus. Jawohl. Yes. Der Uli Slonig aus Helsinki ist auch wieder da. Servus Uli. Servus. Immer eine Freude, dass du dabei bist. Herzliche Grüße nach einem von den 16er gut geprägten Wochenende in die Pavlatschistenrunde. Franz M. Schön, dass du da Servus. bist. Danke fürs Wendel. Auch, gell? Habe ich gekriegt. Du hast einen Ich habe Zirbenschnaps. Zwiebel gekriegt, danke auch noch einmal dafür, ja. Auch vom Scheurergeber haben wir einen Zirbenschnaps bekommen. Danke Mhm. herzlichst. Auch von der Familie Fuchs haben wir also die letzten guten Flaschen Wein auch noch gekriegt. Also, wir wurden reich beschenkt. Wir wurden gestern Es reich war beschenkt. schön. Markus Volker, Michael Unger, Daniela Schlögl, unsere Principes. Jawohl. Tut das. Andreas ist da. Ja, der Oli ein bisschen halt. Ne? Solange es nicht hinmachst. Ja, gerocht, mich sehr bewegen mich eh nicht. Also, aber Ja, Hut zur Arbeit, weißt du, Hut Hut zur zur Arbeit, Arbeit. Ja. Der Andreas ist da. Fritzl Startgut, unser Grausenier. Bei dir, Fritzl. Servus. Einmalig. Der Raffi ist da. Grüß dich, servus. Viel Spaß morgen beim Walter. Ja, werden wir sicher haben. Gerade noch bei den Seitenblick und jetzt im Livestream. Schönen Abend zusammen. Markus Pristonik hat es schon gesehen. Ja, genau. Und auch Franz Gmeller meint, es war gestern einfach wunderbar. Ihr habt so schön gesungen und gespielt. Ihr habt euch selbst übertroffen. Danke. Danke, Franz, und danke, Christine. danke. Danke euch. Herzlichen Dank. Das ist Dankeschön. lieb. KTM Junkie, auch der war gestern. Ja, da. Aber die Ehre war genial gestern. Ja, ihr wart in den Seitenblicken. Ja. Muss man noch, das kann man sich anschauen noch, nicht? Auf der DVD muss man es dann anschauen noch. Wunderschönen guten Abend. Hab gerade vorher die Burm noch im Fernsehen gesehen, sagt die Chantal. Na schau. Der Ulrich ist auch da. Na Patrick, da müssen wir gleich einen Wein haben. kaum sind wir im Fernsehen, sind wir da auch schon, nicht? Ja, nicht? Also im Fernsehen. Aber es war es nicht. War für uns eine große Ehre, dass War Seitenblick wirklich gekommen ist. ganz toll und wirklich nett und muss man Ja, ja sagen. und man kann sagen, sie sind wirklich nur wegen uns gekommen, weil es war sonst Genau, keiner so da. ist Also promimäßig das Ding. Nicht? Das ist, also, ich hab's eh gefragt. Ich hab die Redakteurin ganz ehrlich gefragt, wie sie wie ich bin. Offen und ehrlich. Ja, und ich hab's gefragt und gesagt, jetzt, ich freue mich total, dass du da bist, aber jetzt, ganz ehrlich, warum? Warum? Das ist, vielleicht haben wir Klick und es ist das Sommerloch. Und sie hat halt gemeint, nein, aber es dürfte schon, das hat man, ich weiß nicht leider nicht mehr, wer das war, ein Gast, ein Fan, Freund, hat gesagt, man kann das melden sozusagen. Es gibt also eher auf der Webseite oder was, keine Ahnung, von Seitenblicke oder da kannst du sozusagen Tipps geben, ne? Welche Veranstaltung spannend wäre, ja. Also entweder haben das mehrere geschrieben oder nur einer. Möglich Oder es waren, ich weiß es nicht. Aber sie hat gesagt, nein, das steht bei uns aber im Programm drinnen. Das heißt, die Chefredaktion hat das einfach, hat gesagt, tut mir das Ziggy. Großartig. Hat mich wirklich gefreut. Mich gefreut. Ganz ehrlich, ja. Wir haben uns gefreut. Ist einfach eine schöne Anerkennung, auch seitens der Medien. Ja. Muss man sagen. Kleinigkeit, aber doch eine tolle Geschichte. Muss ich echt sagen. Da können wir auch geben jetzt dann. In München, bei den Breitlauchspitzen, beim Bayerischen Rundfunk, ich sage, ORF haben wir auch. Haben wir schon 2 Leute heute geschrieben, ach, man kann ich gleich machen, von da lieben Gruß bitte vom Gruber Bernhard, das ist der Quetscher von der Breitelspitzenmusik. Liebe Grüße, sich freuen sich alle schon ganz narrisch, dass wir wieder da sind. Jawohl. Auch liebe Grüße vom Jürgen Kirner persönlich, Dankeschön. ganz liebe Grüße, großartig, es ist schon große Freude und große Erwartungen, dass wir wieder kommen. Es ist schön. Es ist angerichtet sozusagen. Wir freuen uns auch. Ich freue mich. Wir fangen gleich mit einem Lied, bevor wir Wein holen. Beinhard, weil wir brutal sind. Weil wir brutal sind. Mit einem Lied, was wir dort performen werden, nämlich Meine Banner. Eine Bahn, genau. Das müssen wir üben. Daher ist gut, wenn wir es da gleich. Jawohl. Bist du bereit? Ich bin bereit.
tun mir alle Knochen weh. Der sagt mit seinem Doktorgrad, das ist alter Sattekerwart. Und solange ich noch was gespielt, lebe ich noch gleichgültig wie. Deprimiert durch die Medizin, hab ich heute noch einen Termin. Himmelfix, ich spür die Bahnen, dass ich glaub, ich muss schon warnen. Halbe tut mir alles weh, wenn ich zu meinen Wirten geh. Mit den alt gedienten Knochen komm ich langsam angekrochen und ich schaff mit letzter Kraft noch den Weg zur Gastwirtschaft. Dort jedoch, es ist ein Wunder, geht auf einmal alles unter, was ich grad noch gestillt hat und ich fühl mich gleich kommod. 3, 4 Glaserl oder mehr, stell meine Gesundheit wieder her. Und ist dann das Wirtshaus aus, da geh ich pumperl gesund nach Haus. Meine Frau macht Frühjahrsputz und sie pfaucht Zeit zu was nutz. Macht ein Arbeitsdefizit, wett und hilft beim Putzen mit. Putzt die Fenster runter auf, schmeißt den Mist weg, doch ich schau, sterbenskrank, meine Gattin auf. Himmelfix, ich spür die Bahnen, dass ich glaub, ich muss schon warnen. Halbe tut mir alles weh, wenn ich zu meinen Wirten geh. Mit die alt gedienten Knochen komm ich langsam angekrochen und ich schaff mit letzter Kraft noch den Weg zur Gastwirtschaft. Dort jedoch, es ist ein Wunder, geht auf einmal alles unter, was mich grad noch gestillt hat und ich fühl mich gleich kommod. 3, 4 Glaser oder mehr, stell meine Gesundheit wieder her. Ist dann das Wirtshaus aus, da geh ich pumperl gesund nach Haus. So schaut's aus. Jawohl. Jetzt kannst du noch weichen, Patti. Jetzt ist es so weit. Ich habe das Handy mit der Kamera um und das will ich nicht umhalten. Jetzt muss das ohne. Dann machen wir es ohne. Ja, ist Ohne kein Problem. Kamerakind. Bitte, ich verschwinde kurz aus dem Bilde. Es ist natürlich eine Niederlage, ist mir klar. Aber ja, das. Schwere Niederlage. Weil das müssen die jetzt mit dem Kabel anhängen, dass es verbinden könnte, dann kann ich morgen wieder herumscheißen wegen der Morgensendung, wenn ich das andere anhänge und. Lasst mich in Ruhe mit diesen ganzen Sachen. Weltklasse, da ist, ich habe noch gar keinen Namen. Ein griechischer Koch. Was haben wir für einen Namen für einen griechischen? Wir brauchen einen Namen. Einen griechischen Namen. Was haben wir denn da? Was gibt's denn? Der Costa ist griechisch. Alexis. Wer? Alexis? So Alexis, oder? Ja, Also? Alexis. Alex. Sowas, oder? Alexis. Sicher Alexis. Ja, ich bin überzeugt. Alexis Sarvas. Weißburgunder 2023 Ried Nussberger Langteufel Jawohl. von unserem Winzer Dauertester. Der So aktuelle jetzt Weinausstatter. Der Weinausstatter. Das ist ein Buben. Was haben wir da? Schreibt er? Ein trockener Wein. 14,5 Volumensprozent. Na, da habe ich einen guten Griff gemacht für heute. Ja. Ein bisschen was Kräftigeres, das ganze schon Weißburgunder. Bin gespannt, ob das ein bisschen so Schmalzler da ist. Machen wir auf. Machen wir. Schauen wir rein. In der Zwischenzeit habe ich schon erkannt, KTM Junkie, du weißt es genau. Ich hatte vor Wochen das Seitenblick Online-Formular für euch ausgefüllt. Du weißt es genau. Du weißt es, weil danke das schön. gesagt hat, ja. Und vielleicht hat das wirklich was gebracht, ja. Auf jeden Fall danke, KTM Junkie genommen. Weil nach dem Motto nussig schaut es nichts, nicht? Aber in dem Fall hat es sicherlich genutzt. Eindeutig ja, ich habe den Eindruck, dass das Tolle was Sache. genutzt hat. Jawohl. Tolle Sache, da fahren die Achtelleine, danke vielmals. Merkst schon, dass mir stimmt, dass schon wieder im Orga Unordnung ist. Raffi sagt, Seitenblicke nichts gefunden. Naja.
Also zum Nachschauen jetzt vielleicht, hast du geschaut, das könnte sein, dass Dass das noch gar nicht ist. die Mediathek ist noch nicht, wenn es jetzt erst war, kann sein, dass es erst dann in ein paar Stunden ist oder Ja, morgen ist vielleicht. Weil das war ja mal 8 erst. Ist, Ne? ja. Naja, das wird noch dauern, bis das drinnen ist in der Mediathek. Ja. In der DVD, aber sicher, also nach der Pavlatschen wirst du das schon finden, glaube ich. Ziemlich reife Geschichte. Sehr reife Geschichte. Ein Asel. Gyros Tzatzikis, der Landesstromer ist echt keine Hilfe. Sehr zum Sehr zum Wohle. Wohl, Prost auf den euch. Taschler und auf euch und auf alle. Das war Weltklasse. Ja, da muss man sie sagen. Er hat nicht umsonst eine Goldmedaille 2024 drauf oder beim Wiener Wein. Also diese Medaille, also nochmal, das sehe ich, Ein Plätschel sieht man. Plätschel sieht man, gell, ja. Müssen sie uns Nicht glauben. umsonst. Zu Recht. Boah, der ist gut. Der ist sehr gut. Ist nicht langen Abgang, Ja. der hält immer noch an. Das Unglaublich. schmeckt, ja. Der ist echt da. Manfred, Leiwand. Alle Achteln. Wirklich wahr. Wirklich wahr. Weißer Burgunder. Susanne Moser, mein Seitenblicke gerade gefunden. Toll, gelungen. Dankeschön. Dankeschön. Ich dürfte schon drinnen Danke, sein. danke, ja. Jawohl, Prostwurm, Gerrit der Graubeer, jawohl. Oh, ich grüße dich. Jawohl. Da. Jawohl, Wolfgang Stephanus. Stephanus, klingt gut. Aber wie hat dieser Kassen? Alexis Sorber. Alexis Sorba. Alexis Sorbers, gell? Ja, Alexis. Alexis Sorbas, ja. Das ist mir zu wenig. Konstant. So, wir brauchen einen griechischen Namen. Griechischer Name, Stephanus ist schon nicht schlecht. Hilft uns ein bisschen. Aber wir brauchen ein bisschen einen griechischeren. Ich will einen griechischeren. So ein Vassili. Katastropholus. Nebeneinander. Ja, Ja, Vassili. da kommen wir schon hin. Und der Vassili, das gefällt mir schon. Die letzte Seitenblicke-Sendung in der Mediathek ist von gestern. Die heutige Sendung kommt sicher noch. Ah, Ja, eben. Ja. Aber ist schon, schreibt schon der Ungar, Michael Ungar. Jawohl. Ist schon in der DVD, bzw. online. Ja. Nein, aber wirklich schöne Sache. Es war uns wirklich eine Ehre und jetzt es schon langsam setzt sich das bei mir ein bisschen alles und eigentlich so die Eindrücke, weil ich zum Schluss noch denke, eigentlich ist mir jetzt, sonst kommen am Nachmittag ein bisschen so nachgedacht habe, die Standing Ovations, was es gegeben hat nachher, also es war schon, irgendwie dann die Ganselhaut eigentlich jetzt im Nachhinein, so ein bisschen fast feuchte Augen gekriegt und das ist nicht übertrieben. Nein, es war schon Es gut. war großartig von euch alle, die da waren. Also. Ja. Wir waren voll, also es hat schon noch Plan. Es waren ungefähr 320 Leute, sage ich mal. So ungefähr. So ungefähr. Ja. 320 Leute, 340 gegen eine. Genau. Also ist die Bestuhlung. Und so ungefähr, also kannst du sagen, ja, 20 Plätze werden ungefähr frei gewesen sein. Also man kann durchaus von voll sprechen. Und es war wirklich eine mörderisch gute Stimmung. Alles. Und es war für mich, ich war wirklich überrascht, es war für mich trotzdem verwunderlich, weil ich bin schon davon ausgegangen, dass das eigentlich zu 99% Fans sind, Ja, die wir ja. kennen. Und es war ein Viertel, Circa hätte ich auch geschätzt, so ein ein Viertel. gutes, Ja. war nicht mehr, waren wirklich für uns fremde Leute. Ja. Also das waren Leute, die halt entweder Genre, Abonnenten gibt es ja auch, glaube ich, sowas Gibt's, ähnlich, ja. die einfach halt zum Genre kommen, wenn was ist, was ihnen gefällt. Oder halt Leute, die das halt irgendwo anders studiert haben. Genau, ja. Toll. Ja, war ganz super. schön. Es hat mich auch irrsinnig gefreut. Ja. Also es hat schon was gehabt. Und es war für uns halt auch schön, weil das hast du natürlich auch nicht so oft. Ne? Dass du jetzt wirklich auf der großen Bühne ein Konzert gibst und die Leute sind wirklich wegen dir da. Also das ist schon... Genau so schon sehr ist es. Und also, es hat passt von vorn bis hinten eigentlich. Auch der Ton, das möchte ich sofort anmerken, muss ich ehrlich sagen, der Tontechniker, der Andi, der wieder bei uns, der wieder da Weltklasse. Großartig. Sowas wünscht man sich immer, sowas. Das hat man voll meistens, aber das wirklich ohne viel Dings, er kennt uns auch schon etliche Jahre jetzt. Also, er ist seit 15 Jahren bei der John und er kannte uns, aber wir kannten uns schon vorher von manchen diversen Auftritten, wo wir gespielt haben, hat er die Tontechnik gemacht. Ich habe nicht einmal sagen müssen, bei der Harmonika irgendwas, oder es hat einfach passt. Ich habe nur gerade lauter leiser im Monitor, der Rest auch von vorn bis hinten eigentlich automatisch. Auch die Kontra geht auch sofort richtig eingestellt alles. super. Ohne dass man sagen muss, nein, nicht wie ein Kontrabass und der geht auch, sondern ein Kontra geht auch, die klingt da. Alles gewusst, alles da.
kein einziges Mal hat pfiffen, sogar beim Einpegeln. Ja, gut, na Nichts, voll, ja, gar nichts. Das aber war den kennen wir auch schon lange. kennen wir und wirklich da schon wissen lange, wir, lange. da wissen wir echt schon, dass der das echt drauf hat. Das ist halt ein guter, sehr, sehr guter Lifetime-Techniker, da wo du eigentlich, sagt man, die Wissen für dich als Musiker, weil du sagst dann was und der setzt sich sofort um und zack, und auch ihm dann gespielt, nicht? Wenn du sagst, ich brauche die ein bisschen lauter im Monitor, dann macht er das ein bisschen lauter und nicht vor der rein. Nicht? Ich habe schon ein bisschen eingestellt, als kleine Stimmung, dass man sieht, dorthin zur Bühne. Also es schaut schon nach was aus, gell? Schaut schon nach was aus. Was hat griechischen Namen? Ambrosius, Alexandros, Ares, Achilles, Antigone. Achilles passt nicht zum Bladenkoch, das ist definitiv nicht. Papadopoulos, der Fritzl-Staat, ich glaube der gewinnt. Yorgos Philippos, gibt es auch noch. Ja, der Haubenkoch oder sogar Sternenkoch ist ja der Konstantin Philippou. Ja. Ist ja mit mir, Weitschichtig. nein, nicht einmal angeheirateter Weitschichtig. Ja, genau so. Also über 1000 Ecken angeheiratet. Und ist seine Frau ist nämlich auch aus der Buckelwelt. Da dort. Und das war ganz witzig, aber das weiß ich ja nicht. Das weiß ich nur, weil mir Nichte gesagt hat, die angeheiratete Nichte, dass der mit mir verwandt ist, weil seine Frau ist ihre, was weiß ich, Cousine oder irgend sowas. Also auf 1000 Schichten, aber ja. Aber ich glaube wirklich, wer kann das Wort Abangeln erklären? Ja, Abangeln, sterben. Sterben. Abangeln ist sterben. Ich glaube, es gibt sonst keine Bedeutung. Matthias Marek hat schon geschrieben, ja, das ist Abhang von der Bank fallen. Genau. Ja, sterben, genau. Genau. Ja. Katemczak gesagt auch, ja, Sound war toll und manchmal gab es Gänsehaut. Ich glaube auch. Das also auch bei uns. Ich hatte sogar mein Bruder war zufrieden mit dem Sound gestern. Der ist noch sehr kritisch. Der hat also ein Urwaschel. Absolut. Die spielen was rein. Das ist auch zum Beispiel, Franz M. ist ja da. Schaut sich das an. Franz M. in Aktion, wie er gerade in Patrick fotografiert oder filmt. Und natürlich in der Anserwisch, ist auch ganz klar. Die Fotos, ich glaube, die sind jetzt vom Scheurer Georg, glaube ich. Soweit ich das. Ich kann, es ist ja so deppert. Ich vermute von Georg oder von der Michaela. Naja, Scheurer, ich von der Tochter, so, von den von der Scheurer hat sich ja, geschickt, sagen wir es so. ja, genau. Ja. Aber es sind schöne Sachen dabei. Es sind schön, ich finde, ich bin da, das ist, ich kann Was das sucht da nicht, er? naja, es geht da nicht gescheit mit dieser Software, wenn man das alles andeckt. Ich sehe da nichts, das ist immer. Aber da zum Beispiel auch, sieht man uns, wie artig wir uns verbeugt haben. Ganz brav war man, weißt du? Man sieht da wirklich, wie geschwitzt ich habe. Also Das sieht man auch, ja. das war schon mächtig. Das war schon mächtig. Ja. Und dann, ich meine, ach Gott, na, was ist jetzt dann? Vor alle, erst du, Himmel, Herrgott, du. Das ist wirklich, das verdeckt nicht. Die Fenster sind über dem Trieb und ich kriege das nicht in den Vordergrund. Jetzt muss ich mal herumsuchen. Also such herum. Ich meine, das ist zum Beispiel ein absolutes ein Bild, das auch uns im Prinzip zusammenfasst. Ich möchte nicht wissen, welches das jetzt ist. Da siehst du, wie jetzt auch, dass ich geschwitzt habe. Da haben wir den letzten Schluck getrunken. Den letzten Schluck. Und dann haben wir uns verabschiedet. Ja. Weltklasse. Ich begrüße da den Alexander Hauser, der ist auch hier. Servus, grüß dich. Alexander, schön, dass du da bist. Und schön, dass du gestern auch dabei warst. Ja. Matthias Mariacher, was ich gestern vermisst habe, war, dass die roten Achtleine fallen, das stimmt. Ja, war schwer gewesen, nicht so zum Werfen oder so. Ja, Nein, aber es war... Haut's die roten Achtel rein. Genau. Ja, versteht ihr? Aber also ein Rotwein hätte ich gestern nicht unbedingt trinken wollen. Nein, so erleichtert, die Sommergespritzten waren schon leibend auf der Bühne, muss ich sagen. Ja, Das absolut. war optimal. So, Das ist der Wein heute hier ausgezeichnet. der ist ausgesetzt. Jetzt drücke ich mal das da weg, dass ich wieder was sehe. So, und jetzt. Ich glaube, es ist fix. Unser Grausenier, der Fritzl Startguss, Papadopoulos. Das gefällt mir. Das passt ja zum Papadopoulos, Bladenkoch. jawohl. Papadopoulos. Ja, das passt. Das passt. Ich glaube, es ist jetzt Ja, der das passt. Papadopoulos. Was spielen wir für den Papadopoulos? Ein Papadopoulos? Und für den Fritzl, den Namen. Den Taufpaten quasi. Ist der Taufpate. Ja. Ja? Ja,
offizielle Tag. Nein. Ja. Papadopoulos, und dann wird man benannt mit dem zweiten Namen natürlich noch ein Taufbad. Nicht? Papadopoulos, Fritzl und dann haben wir noch einen Nachnamen angeschrieben. So was. Papadopoulos, Fritzl, sowas. Ja, das hätte, das Warum nicht? Ja, das hätte einen Sinn. Ja, warum nicht? Genau. Papadopoulos. Papadopoulos, ja. Machen wir was Schönes? Was wir gestern zum Schluss gespielt haben. Als Schlussnummer gespielt haben. Ja. Also nicht als Zugabe, sondern als Das ist Schlussnummer. wirklich eine Schlussnummer. Ja. Und das war nämlich wirklich leibend, Ja. weil das ist uns eingefallen, weil wir das Programm gemacht haben. Können wir dann noch mal sagen. Und das ist wirklich eine Nummer, wo wir dann gesagt haben, was, dann nach 30 Jahren, 16er Buben, was wir erlebt haben in der Zeit und auch rund ums Wienerlied und auch rund um die Wertigkeit des Wienerlieds. Weil es ist ja wieder im Trend, es kommt ja wieder. Das Wienerlied erfährt ja wieder eine Renaissance. Das war erst seit den letzten knappen 10 Jahren. Davor war es wirklich ganz, ganz schlecht behandelt, von allen Bereichen eigentlich. Und da passt das Lied wirklich wahr, weil das Wienerlied eben noch lebt und nicht hin ist, wie es in dem Lied dann heißt, vom Wurstel. Also, wir müssen es nochmal machen, aber wieso, wie mir verspült, das möchte ich nicht. Nein, du hast gelesen was und das ist gleich natürlich. Das ist ja natürlich. Nein, zu früh habe ich eingespielt. So. Zu früh gespielt. Ja, mach das so. Spiel. Muss man Zeit lassen. Wie ich kleiner hat mein Vater mich oft geführt ins Kasperltheater und mit großen Augen sah Wurstels Lebensweg ich da. Wie er seinen Weiberl schmeichelt, wie er das weiße Hasel streichelt, dann da schlagt er seine Frau. Warum, das weiß ich nicht genau. Das sind bitterböse Geschichten, doch der Wurstel kann sich's richten, der mit Tod und Teufel rafft, bis er die Polizei verhaftet. Wird das Krokodil gefährlich, ausgehen tut sich alles herrlich, und ins Büchsel kommt zum Schluss der berühmte Obolus. Da sagt mir der Vater, ich will dir fürs Leben einen Rat, den du verstehen wirst, bis du älter wirst, geben. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder was haben. Und hat ihm der Teufel mit dem Hammer am Schädel, dem Wurstelgeschicht nix, und der Teufel ist der Wedel. Er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus, schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt nach Haus. Er kann wie der Wiener a Menge vertrauen, aber eins kann man nicht, den Wurstel da schlagen. Wieder ging ich in den Prater, wieder suchte ich's Kasperltheater, doch zerschlagen und verbrannt war mein Kindermärchenland. Als der Abendmond beschienen, sank auf Trümmer und Ruinen, und die Uhr schlug Mitternacht, da ist der Prater aufgewacht. Wieder her, Lärm und Krochen, durch die Grotten fährt der Trochen, Riesenradl, Ringespül, Ratiolas im Gewühl. Calafate, majestätisch, kommt und grüßt ganz gravitätisch. Und es fängt zum Geistern an, wirklich in der Geisterbahn. Da sagt mir der Wurstel, ich bin noch nicht hin, ich bin ewig, so ewig wie mein ewiges Wien. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder was hat. Und hat ihm der Teufel mit dem Hammer am Schädel, ein Wurstelgeschicht nix, und der Teufel ist der Wedel. Er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus, schaut er nachher vielleicht ganz verwundert
Wurstel raus, er kann wie der Wiener a Menge verdrohen. Aber eins kann man nicht, den Wurstel verschlagen. So schaut's aus. Grandiose Nummer. Großartig, großartig. Eine starke Nummer, sowohl vom Text her als auch von der Musik her, von allen her. Absolut. Absolut. Ja, vom Froschenhals. Entschuldigt. Aber Und da habe ich mich wirklich gefreut, dass wir die Nummer voll- für uns entdeckt haben. es fallen ein Herzl und die Achtel Schau, von die euch. Also, wo so Herzl kannst du gesehen habe ich eine fliegen gesehen, Herzl. Ah, Herzl fliegen. Gesehen, habe ich fliegen gesehen, ja, ja. Auch jede Menge, ja. Danke euch. Ein Schluck. Auf den Wurstel. Auf den Wurstel. Auf euch. Keiner da schlagen kann. Auf euch und auf uns. Auf uns alle. Hm? Und auf den Mundschenk. Jawohl, bitte gerne. Da steht schon, was habe ich auch schon ausgetrunken, was du siehst. Ich will gleich Wasser nachschenken. Ja, bitte, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, die Achtelwein ist wirklich eine Weltnummer. Mir gefällt die selber irrsinnig gut. Und der Papa. Papa, In den Kühlschrank jetzt. ja, passt. Und der Papadopoulos, dem taugt es auch. Dem hat es auch taugt. Papadopoulos ist absolut begeistert. Wie es so gehört. Ja, es war gestern wirklich, schau, bloß für mich auch wurscht, ist egal, wir sind nicht daheim. Man sieht, wir sind ja in der Bodehosen da, nicht? Ja, quasi. quasi. Wir haben erst, nicht erstmals, sondern erstmals, wo wir es auch durchgehalten haben, eine Setliste. Ja. Und zwar original, ich kann sie im Original her. Die Bitte, hol sie dir. Ja, die darf man einrahmen. Also wir nicht, dann wir nicht. irgendwer einmal in 100 Jahren vielleicht. Nein, als NFT muss man Oder das dies, verkaufen. ja, genau. Das aussehen, ja. Und wir haben wirklich, muss ich dazu sagen, den ersten Teil, das wirklich komplett eingehalten. Wir haben nur Lieder daraus gestrichen, weil sonst war es einfach zu lang geworden. Nicht? Aber das war ist quasi sonst- auch im aber Programm. Das haben wir eh schon gewusst vorher, dass das so sein wird. Also Genau. ganz klar eigentlich. Das haben wir original gewusst. Dass wir, Aber dass lieber wir das haben. mehr in petto haben auf der Liste, dass man nicht nachdenken muss, aber man kann ja was weglassen. Aber so schaut es aus. Sieht man überhaupt gar nichts. Sieht man nichts, nicht? So Nix schaut sieht eine man. Setliste aus, wenn ich 16er Buben. Viel durchgestrichen, wieder hingeschrieben. Andere, also man muss ja auskennen, sagen wir es so. Ja, das ist ein anderes Thema. Ja. Und lesen. Weil ich das natürlich am Boden liegen gehabt, also wenn ich das nicht lesen kann, auch nicht gescheit. Aber im Prinzip. Weil ich dachte, ich habe immer so geschaut, was Ja. hat er denn? Aber ach so drum, er sieht es auch nicht mehr so gut. Nein, das ist nicht gesehen. Aber halbwegs, ich habe es halbwegs gesehen. Aber auf jeden Fall, nein, erster haben wir es wirklich eingehalten. Der zweite Teil eigentlich auch, zumindest, da haben wir schon viel streichen müssen, aber da haben wir schon auch sehr viel eigentlich geschafft. Geschafft, Muss man absolut, sagen. Muss man sagen. Thomas Faber ist auch da, das heißt Gmellermädel, wünscht er sich, das haben wir schon länger nicht gespielt. ja. Länger gespielt, ja. So. Da schaut schon da, man hat mir nicht geschickt im Fernsehen, da hat sich ein Foto gemacht. Ah, Bub im Fernsehen, wie jawohl. wir zwei da stehen. Der Nicht? Leibwand. Und was haben wir da? Was haben wir da? Na schau, der Zauner sitzt beim Leberkas und am Bier. Ja, er Als trinkt. ob er nicht gestern nur Bier gesoffen hätte. Er muss ja eines mittrinken, er ist ja heute bereits nach Salzburg gereist, weil es beginnen ja die Salzburger Festwochen, Salzburger Festspiele und was weiß ich, was alles noch. Ja. Und er als Philharmoniker ist natürlich verpflichtet, jetzt bis Ende August in Salzburg zu verweilen. Vielleicht schaffe ich es, dass ich 2 Tage irgendwie dazwischen, dass ich schaffe, dass ich es schaffe. Irgendwie im Wann? August. Nach Im Salzburg? Laufe des Augusts, 2 Ach so. Tage vielleicht, so irgendwie Ja, einmal das ist schon- dazwischen. Ja. das ist schon- Weil die Morgenshow ist kein Problem, die kann ich aus Salzburg auch machen, mit dir gemeinsam. Ich habe mit alles Computer Ja, mit, das packen wir alles ein. Und dann machst du das über das Handy oder wie auch immer. Ne? Koffer führt und so. Vielleicht geht es ja aus, das hätte mich wirklich nämlich gefreut. Wenn wir, aber gefreut mich, wenn er da schon was schickt. Gut, er muss ein Bier für mich heute mittrinken, auf jeden Fall. In der Mühlen. Ist er schon dabei. Ich sitze In schon Mühlen dort dabei. mit Und der Leberkas. Leberkas und mit Bier im Hervorragend. Mühlenbräu. So gefällt mir das. Jawohl. Da nimmt gleich einen Schluck Wein. Jawohl. Prost, Prost. Und danke nochmal für den Papadopoulos. Ja, zum Wohle. Ja, passt. Papadopoulos passt. Mittlerweile, was sagt der Matthias Meyer? Kein Wunder, dass Klaus es gestern nicht lesen konnte. Was heißt kein Wunder? Also, weil du es jetzt gesehen hast, wie es geschrieben Das ist. ist wie das ausschaut, gell? Ich habe schon gedacht, du meinst vielleicht kein Wunder, weil so beieinander war der Klaus. Um Himmels Willen.
Der Ulrich sagt, Seitenblicke sind in der Mediathek, auch von Bayern aus zu sehen. Ja. Von der ganzen Welt eigentlich, von der ganzen Welt. Weltweit, ja. Ist ja online. Sabine Sass ist da, grüß dich Gott. Ja, die Grüß Wildcat vorher, euch. der siegende Wildcat ist da, Ja. bin am Hakeln, Prototypentest, einmalig. Großartig. Bravo Wildcat. Ja, passt. Patricia Schwarzbauer, später war doch. Grüß dich Gott. Patricia Servus. Schau, der KTN-Junkie gefragt, wie hieß das erste Lied nochmal? Kannte ich, glaube ich, noch nicht. War aber sehr schön. Was man gestern, es ist kein Wunder. Also das, ja. Es ist kein Wunder, dass wir heute beieinander sitzen. Spielen wir Ja, gleich. spielen wir's, ja. Ja, wir spielen. Ist ja eine schöne Nummer. Mit der haben wir Walter gestartet. Brosch und Karl Hodener, ja. Ja. Mit der haben wir gestartet. Gefolgt von gestern, ja. Vom Buschmarsch, wir haben uns gedacht, ohne Moderation, ohne Ansage. Weil Ja. 2 Lieder am Stück, ohne dass der Klausi reinredet, das ist schon mal viel Zeitgewinn. Blödsinn, die Moderation Ja. war hervorragend. Jesus, na, bevor wir das spielen. Lemon Character, moving his head from left to right, with his mouth wide open and red hearts in his eyes. Klasse. Eine Weltbeschreibung für sowas Simples, gell? Das ist ein Wahnsinn eigentlich. Bravo, Wildcat, Wirklich. danke für 5 Euronen. Dankeschön. Dankeschön. Sehr zum Wohl. Danke. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Und damit ihr seht, das ist wirklich, das ist so bei mir beschrieben. Du wurdest gestern wirklich Ich, sehr Entschuldige, Was will? du bist noch beim Dings, Entschuldige. ja, nein, ich habe es jetzt da gezeigt, aber nur das Singen, ich kriege das nicht als GIF oder wie man das sagt, sondern ich kriege einen Text. Den Text, ja. Danke, danke Wildcat. Was hast du gesagt? Du wurdest gestern sehr, sehr gelobt von vielen Leuten bei mir, nämlich über die Konferenz, über die Moderation. Also das war schon ein wichtiger Punkt. Na ja, gut. Also wirklich, also Das mehrfach gehört schon wurde das erwähnt. Also, Nein, das gefällt mir. Ja, Ich ja. glaube schon, dass das ist. Erstens, ich bin ja so. Absolut, ja. So fängt es einmal an. Ne? Und du bist so, wie du bist. Ich bin so, wie ich bin. wir sind so, wie wir sind. Und wir sind nicht sehr verstört auf der Bühne. Nicht? Ein bisschen ein Ding hast du immer. Nicht? Immer, Ein bisschen eine natürlich. Korrektur. Na klar. Bestmögliche. Aber Ja. ansonsten, es ist so. Und das macht, glaube ich, sicherlich viel aus, weil es einfach, für mich jetzt selber als Konsument zum Beispiel, wäre es auch wichtig, dass zwischen die Lieder was geredet wird. Dass nicht ein Lied nach dem anderen kommt. Als nächstes Lied kommt das Lied am Brunnen von dem Tore. Das ist eh gut, erinnern hoch die nicht keiner zu. Nicht? Oder, was Ja. Ein Klassiker. ja, absolut. Na gut, aber jetzt spielen wir das erste Lied, das wir gestern aufgeführt haben auf der Tschauner-Bühne in Otterkring. Es ist kein Wunder, dass wir heute beieinander sitzen dann. In dem Lokal, da kommen lauter echte Wehrer zusammen. Nicht solche Schwammerlbrocker, die zum Herigen wandern dann. Laut umeinander blähen und gar kein Gefühl für der Musik hab. Für solche Leute, da haben wir da bei uns keinen Platz. Da gilt für alle Zeiten nur der eine Satz. Jeder, der glaubt, ein Werner zu sein, der aufhaut und schreit, die Welt, die gehört dabei, dem sag ich ganz leise, mach die nicht so brav, tu die lieber ducken und sei Joschi Stadt. Es ist schade, dass die Welt so modern und so lang jeder auf sich und kein anderen mehr schaut. Ich bitte, ich frage, dass jeder mir den ein. Ja, der kann doch kein Werner sein.
geht er mir nicht ein. Ja, der kann doch Kann Werner sein. Jawohl. Bravo, Karl. Ein Wunder. Dass wir heute beieinander sitzen. Dann eine schöne Nummer zum Anfangen, ja. Aber es ist interessant, dass das du noch nicht gehört hast. Ja, das KTM-Junkie oder der Mike? KTM-Junkie, ja. KTM-Junkie. Gut, die haben wir länger, schon lange nicht in der Pavlatschen gespielt jetzt. Ja, stimmt eigentlich, in der Pavlatschen nicht, ja. In der Tat. Das ist richtig, ja. In der Tat. Schöne Alles Nummer. Gute zum Jubiläum. Und sagt auch so, uns der wenn Thomas Faber, Dankeschön. Danke, wenn wir vom Karl zuerst so kurz so geredet haben. Er hat auch ein Tipp vom Karl, wenn man gesagt hat, mit der Authentizität auf der Bühne von uns, das hat der Karl uns auch gesagt, also mir zumindest, uns beiden sicher, dir auch sicher gesagt, seid so wie seid auf der Bühne auch. Und das ist schon, der Karl war so, wie auf der Bühne war er so auch. Ein bisschen korrigiert, aber im Prinzip eigentlich. Ja, ich meine, Und das ist Ja. schon was Gescheites. es sind nicht so Unterschiede, nicht? Weil natürlich jetzt da Es kommt halt davon, was du für Musik machst. Welche schlüpft jetzt in eine Rolle oder eben, weil die Kunstfigur hat natürlich auch etwas. Nicht? Natürlich, Man ja. sagst aber, weil ich sage jetzt einmal, was weiß ich, natürlich, wenn du besonders gut bist, dann bringst du ja deine Persönlichkeit sogar in eine Kunstfigur mit ein. Nicht? Also zum Beispiel Harald Junke ausnahme, nicht? Aber das war natürlich auf der Bühne komplett anders. Er war ja auch Schauspieler eigentlich. Nicht? Also es war, ja, selten gespielt seit der Landesstromer, Markus. Ja, richtig. Ja, Harald stimmt. Junke auch einer der Großartigst, Grausten, der Graubär. ja. Ja, Lange, lange in Wien gespielt in seinen jungen Jahren. Viele Jahre in Wien gewesen, ja. Otterkring, Sievering und so, der Harald Junke, ja. aber es ist halt, du hast entweder eine Kunstfigur geschaffen oder, also nämlich eine Kunstfigur, die als solche auch erkennbar ist, im Ja, Idealfall. Nicht? Der genau. Helge Schneider zum Beispiel. Absolut das ist eine Kunstfigur, Kunstfigur. aber- Nicht? Aber eine Kultfigur eigentlich sogar geworden. Ja, ja, im Laufe das der auch, Jahrzehnte das jetzt, auch. Ja. Aber das ist halt, und das hast du jetzt ja, das hast in der Musik, die wir Ist halt- machen, ist- ist es nicht so sinnvoll. Ist das- Ich glaube auch, ja. Und da wäre eine Kunst, und dann gibt es eben noch die Kunstfigur, die du aufsetzt, nicht wirklich beabsichtigt. Das ist dann das Schlechte. Das ist ganz schlecht. Ja, das ist dann das, was du merkst, der ist nicht Ja, echt. das ist nicht lehrend dann. Das, Und es war natürlich auch unserem Aufwachsen in der Musik geschuldet. Beim Heirigen dort zu spielen, am Anfang auch vor Freund, ja, da hast du dich nicht verstellt. ja. Ja. Wobei, zum Beispiel, am Anfang haben wir schon unser vom Gewand Gewand. gehabt zum Beispiel. Ja, genau. Sehr angelehnt, so wie es war, so schwarze Hosen, weißes Hemd, schwarzes Gilet dazu. So ist es. Da büdeln sie da mit Krawatten. Mit Krawatten, ja, ich kann mich erinnern, ja. Alter. Ich denke mit Gurgelpropeller. Ja, mit Marshall. mit du Marschall, immer, ja. Das war, ja. 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 Das ist ja, das haben wir dann auch irgendwann aufgehört. Aber das war am Anfang. Na, gut, vor allem, mir ist auch hauptsächlich am Socken gegangen, nachdem ich dann, wie wir damals noch bei auch touristischen Heirigen ja gespielt haben am Anfang, weil ich dann 10 Mal am Abend angeredet wäre, Herr Ober, zahlen bitte, nicht? Weißt, ja, nicht? Das ist dann auch im Film die geglaubt, wir sind die Ober- Kölner, nicht? Wir sind auch der Herr Ober. Aber man hat ja immer gesagt, die Oberkölner Montur, ne? Montur haben Schwarze wir, ja. Hosen, weißes Hemd, schwarzes Gilet. Ja. Aber das war, also insofern war das schon, aber es hat damals auch zu uns gepasst. Also es Hat war, er- damals es hat war das nicht von gepasst. uns her jetzt. Das war kein Zwang. Im Qual. Gegenteil, wie es dann zum Zwang, oder für uns, wie es nicht mehr passt hat, Haben wir's wir auslassen. haben wir's auslassen. Genau so ist ja. Und das sind so Sachen, ja. Und das trägt schon zur Authentizität bei. Ja, diese Sachen. Und Absolut, die ja. Kunstfigur, es ist schon natürlich, jetzt gerade, nicht in der Musik unbedingt, aber natürlich in der Moderation, im Vortrag, im humoristischen Bereich. Naja, ist klar. Das ist nicht Da so. geht's ja um Schauspiel. Ja, nicht wirklich, aber da bin ich ein anderer. Ich bin ja nicht immer so. Ne? Ich reise nicht permanent an Schmäh, ne? Aber schon oft. Schon oft auch, ja. Auch, aber gestern haben wir ja überhaupt das mitbekommen, nicht alle wieder. Und auch nachher, dann bei der Nachbesprechung der wunderbaren Matinee, wie wir beim Stachern noch was gut gespeist haben. Sehr gut gespielt. Und das eine oder andere Bierchen und den einen oder anderen gespritzten Ja, getrunken haben, muss ich sagen. Wir Ja. haben nur angelegt. Und da haben wir noch, für den natürlich, Fragen, ist der Schmäh natürlich auch gegeben. Ja. Aber das ist Zahners eher- waren dabei, Meierhofers waren da nicht dabei. Auch, ja. Die haben sich, die waren Genau. das dann eh mitgekriegt später. Und das ist schon das bin zwar ich, also das ist authentisch, so bin ich, aber von mir aus in einer anderen Intensität.
kann man Ja, sagen. und ich kenne ihn Klaus, also es ist wirklich schon, also er steht nicht in der Früh auf und da reden schon die Schmähs oder was nicht. Also, wir kennen uns über 30 Jahre. Nein, gar nicht, im Gegenteil. In der Geht Früh- mir alles einmal. in der Früh reden wir mal gar nicht viel. Also nur guten Morgen, Nein, hast du gut aber- geschlafen. Wobei er ist nicht Dings, aber, Nein, ich bin aber da lasse ich ihn immer ein bisschen in Ruhe eigentlich. Weil du, Naja, das so oft, du lässt mich in Ruhe in der Früh, wo na, wenn wir ab roten und zu waren, zusammen, wo sind wir nein, denn? wenn wir zum Beispiel in der Klaus sind gemeinsam. Naja, Dann lass ich- ja was, Ja, dann machen wir eh schon in der Früh geht ja schon los gleich. die Sendung. Na, dann müssen wir eh nicht. Das ist ja Luft holen, was willst du denn in Ruhe lassen? Nein, mein Onkel kommt schon manchmal drauf, weil halt, ich bin schon einer, der mir da schon, der Show, also ich bin schon auch im Privatleben humoristisch veranlagter Mensch. Das schon. Und mein Onkel mitunter, glaube ich, leidet auch darunter. Aber da muss leben damit, sie hat mich kennengelernt. Sie weiß, wer ich bin. Ne? Sie hat ihm geheiratet, nicht? Ja, eben. Du musst damit leben. Reiß mich oft zusammen. Aber nein, ist schon. Also einen guten Schmäh lasse ich ungern aus. Ja. Auch wenn ich nur einen Zuhörer Das habe. ist so. Ist so, das ist aber leibend da. Ich, Ist ja ich so. habe da gar Aber- nichts dagegen einzuwenden. Aber eben, ich bin Überhaupt auf der nicht. Bühne kein anderer, sondern ich bin maximal in der Dosierung hochgefahren. Das ist anders. Das ist anders. Also ich aber glaube, so wäre es am besten das formuliert. ja, Oder wir beide eigentlich. wir beide ja. eigentlich, ja. Jeder in sein, bei mir fällt es halt mehr auf dann noch. Ne? Ja. Aber es ist einfach klar und man ist durch das, was man natürlich im Fokus steht, im Rampenlicht, wie man so sagt, ja, im Scheinwerferlicht, dadurch bist du natürlich automatisch auch wieder ein bisschen anders, als man sonst ist. Aber ich glaube wirklich mittlerweile, dass es sich nicht ändert. Also auch weiß ich nicht, ich weiß jetzt nicht, wie Seitenblick ein Interview war, ja, was du jetzt ausgeschnitten hast, wie es vielleicht rumkommt, aber selbst da schaffe ich es eigentlich nicht, mich aus dem Klaus hinten anzustellen. Das Nein, ist schon geht vielleicht. nicht. Nein, ist ja so. Gelingt mir nicht. Gott sei Dank. Das ist ja sag ich. sehr, für uns wirklich, es ist zum Teil anstrengend, ist das falsche Wort, aber bei so Fernsehaufzeichnungen, wie zum Beispiel für den Bredlspitze nächste Woche, müssen wir uns beide sagen müssen, ja, obwohl ich nicht so der Oberkonferencier bin von uns zwei, nein, das ist der Klaus, der Schmähführer. Aber es ist schwierig, weil wir das so gewohnt sind, eigentlich, dass wir da uns wirklich genau strikt an das Programm, an die Vorgaben der Regie halten, nichts reden, zum Beispiel, oder wann ist genau den Satz sozusagen möglichst so, wie er sein soll, und nicht mehr dazu zu sagen. Wenn Zu Lied oder was. wir nichts reden müssen, geht es ja noch einfacher. Weil Aber dann wenn halt man einfach die sobald Pappen. ein Satz, Alles, ja. irgendwas, ein paar Wörter einer sagen muss von uns beide, oder beide hintereinander oder so, ist anstrengend. Es ist anstrengend. Ist für anstrengend, uns. furchtbar. Nein, nicht furchtbar. Ja, ist ja, nicht, furchtbar aber, anstrengend. aber es ist anstrengend. Ja, nicht gewöhnt, mach mal. ist Ja, aber das konzentrationsmäßig ist ganz schön so, anders, wir kommen da ins Publikum. Da bei dem einen Lied war das nicht, was haben wir da gesungen? Ich wäre Blatt, glaube ich. Ich wär gell? Blatt Haben wir haben wir auch im gesungen, ja. Publikum gesungen quasi. Ja, das war im Publikum, genau. Und es war halt beim Hinsetzen, nicht, dort eine, habe ich halt gleich automatisch, das mache ich automatisch, sofort einen Schmeck und Und mit ich Leuten auch schon schon, gesessen nicht? sind. Ja, Nicht? Ich habe gleich gesagt zur Dame, haben sie eh keine Perücken auf, weil Ja. mit Hals von der Gitarre. Und und in so. mir sind auch gesessen, nicht, mit dem gleichen Haarimplantat, nicht, das habe ich natürlich auch gleich abgebracht. Nicht, aber somit war aber die Stimmung dort schon gelöst. Naja, schon, weil Aber- es kann dann natürlich schon von der Regie dann schon Aufmerksamkeit, bitte, Ruhe. Da dachte ich, ja, nur kurz auf mich gesagt. Oder wie halt dann der Kölner da durchs Bild gerannt ist. Ich hätte halt sofort, also es waren schon Situationen, wo ich am liebsten, ich hätte halt sofort schon einen Spruch bereit gehabt. Und den zurückhalten zu müssen, das ist schon hart. Den hättest du aber ruhig abbringen können, Nein. aber das wird eh nicht verwendet dann. Also, Ja, nein, aber wenn es heißt, ich muss mich daran halten, halte ich mich dran. Nicht? Also, ich meine, ja, so ist sind wir aber. Ich kehre da auch Naja, absolut, weil sonst. das gehört zur Professionalität Genau dazu. so ist es. Ich kann Genau nicht, so ich kann ist nicht es. reinreden, nicht? Weil Nein. glaube ich, dass ich bin. Nicht? Ja. Wissen Sie nicht, wer ich einmal war? Wobei ein bisschen schmeckt wird, haben wir dann schon wieder bei der Aufzeichnung, wie die Tierschnur runtergeflogen ist, zweimal. Wie es die Tier zugemacht hat mit uns und die Tierschnur voll da. Ne? Da glauben wir dann Ja. ein bisschen kurz einmal. Ja, aber naja, an sich. Aber auch nicht viel, nein, eigentlich nicht. Aber, Also im Prinzip. aber wir haben uns auch gedacht, bei dem da was mehr so auf die Lippen bissen. Von da, jetzt war genau unsere Situation. Naja, das ist halt so. Aber es ja. ist halt aber so, wenn ja. sie sagen, absolut dran halten, nicht, dann halte ich mich halt dran. Das fällt schwer. Mitunter fällt es dann schwer. Ja. Ja, hat meine Mama auch immer gesagt, red so, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Und recht hat es gehabt. Im Prinzip schon, ja. Natürlich muss man sich ein bisschen aufpassen. Also man kann nicht einfach daher reden. Nicht? Das wird ja oft missverstanden so. was anderes. Du musst schon nachdenken, was du sagst, oder zumindest ein bisschen oder im Raum
Und du musst schon den Hausverstand und den Gefühl walten lassen. Und das sind schon viele, die einfach nur deppert reden. Und das tut ihnen dann wahnsinnig leid, weil ich denke mir, ja, dann reißt den Gosch nicht, so, das gibt es ja nicht. Ich reiße ja die Goschen auf permanent, aber ganz ehrlich, es gibt nicht viel, wo ich sage, ich bereue das. Bereuen durch maximal, wenn ich merke, das ist jetzt missverstanden worden. Das habe ich nicht so formuliert, dass es eindeutig als so, wie ich es vorgehabt habe, angekommen ist. Da bereue ich, dass ich das halt falsch gesagt habe. Aber inhaltlich, also ich habe aber trotzdem, ich kriege da nicht runter, nicht? Also wenn dann einer sagt, nein, das ist so, ich sage erst, du hast mich nur missverstanden. Und wenn du jetzt drauf bicken bleibst auf dem Thema, kann ich nichts machen. Was soll ich tun? Das ist jetzt dein Problem. Ja, aber das ist gesagt worden. Ich habe es anders gemeint. Ich habe dir jetzt erklärt, dass ich es anders gemeint habe. Wenn du mir das nicht glaubst, dann willst du jetzt einfach stänkern. Ja. Dann tust du nur herumpöbeln. Und für das habe ich keine Zeit. Ich hab jetzt genau erklärt, was ich gemeint habe. Und damit Schluss. Ich brauche mich für nichts entschuldigen, weil ich habe nichts Falsches gesagt. So ist es. Ich habe es nur falsch formuliert, schlecht formuliert, sodass es anders aufgenommen werden konnte, als ich es gemeint habe. Das kommt vor. Ja. Aber ich entschuldige mich für maximal dafür, dass ich das zu schnell gesagt habe, zu unüberlegt, aber manchmal ist es so, dass ich mir denke, ich habe nicht damit rechnen können, dass da einer so deppert ist, dass er das so missverstehen kann. Genau. Naja, muss auch manchmal sagen. Ne? Und manche Sachen sind wirklich gut, weil so entfacht man Diskussionen und das bringt wieder Fortschritt und so weiter. Aber die Geschichten sind gut, weißt? Das ist wichtig. Ja, absolut. Ein lautstarkes Servus an euch beide, sowie alle Pavlacis, die Manfred Kraft. Ja, Manfred, Servus, grüß dich gut. Da reißen wir gleich. Da mal sofort zu den Instrumenten. Da reißen wir gleich so. Die lichten Dollartanz, nein, haben wir nicht im Programm, Wolfgang. Aber kämen natürlich, ja. Oder, man weiß ja, was die lichten Dollartanz sind. Weißt du, was du jetzt... Ich meine, es gibt ja viel. Es gibt die Ja, wir sind nicht Lichtental, es gibt rund im Lichtental. Ja, aber die Tänze, das kennt ihr das. Lichtenthaler Tänze gibt es definitiv auch von Theo Ferstl. Ich wollte gerade sagen. Ich habe eine Aufnahme von einem Schrammelquartett irgendwann aus den 50er Jahren, 60er Jahren. Die Lichtenthaler Tänze. Genau. Die habe ich sogar gespielt im Schrammelquartett. Ja, ich weiß, die waren nämlich, die sind schön. Ja. Im Quartett. Wie der Harmonika leise ein bisschen fad fast. Also nicht. Kann man nicht Das sagen, ist so mit so Gegenstimmen geschrieben. Das ist ein relativ modernes Stück, wie es in die 50er Jahren geschrieben wurde. Aber schön. Lichtenthaler Tanz kennt ihr nicht, also das. Ja, wir sind heute Lichtenthaler, trinken ein Glasl Wein, dann ein Gnasen gute Zahlen, ja, aber Gräben muss es sein. So ein Tripfel kennt kein Mischung, das ist heute ein echter Wein, bringt für Leib und Erfrischung. Ja, obergräbet, ja, obergräbet muss es sein. So zwei Leidl, wo sie seit den Tagen Bucht schenkt, über das sein kann man's aus der Arena sehen. Keiner will dabei der Letzte sein, mir scheint, da gibt's einen guten Wein. An jeden, den man fragt, die Augen verdreht und sagt, der Dornblocker vorher steckt aus, da bleibt doch kein Wein besser zu Haus. Da kommt man's pünktlich zur 10 am Mess, auf einmal, da wissen's vom Fahrer der Press. Die Frauen, die wundern sich sehr, ja, sag, wo kommt diese Fröhlichkeit her? Da plaudert der Siemandl aus dem Lichtental. Ja, der Dornbacher Pfarrer steckt aus, ich seh's hier, oder? Rund im Lichtental, hint beim Äuserbach, steht ein ganz alte Kraxen mit einem Schindeldach, wo die Fenster sind fest verschmiert mit Leim. Dort, wer's wissen will, bin ich daheim. Wer mich suchen will, braucht keine halbe Stunde, denn wie's Falsche geht, kennt mich alles am Grund. Es gibt kein Madel, das nicht is in mich verbrennt, und den Steuerklasse tut nicht kein Ballett.
20, 30 Jahre, da waren wir der noch allein. Da hat's uns nix wie saubere Buben und saubere Dirndl gegeben. Und haben so Tanz und rumgestrampft, das war ein gewisser Verein. Ja, singst, das war nicht tot, so alles noch kein gesunde Leid. Wann Resi Kattel gesungen haben, das war ein gewiss kein Pflanz. Dicke Tanz und Lieder waren wir von dem Dirndl gemacht. Der dicke Peppi Karl und der Franzl, alle drei. Ja, hab's noch tanzt und rumgestrampft, da waren wir gleich dabei. Heute geht's mit'm Singen schwer, wir haben keine Stimme mehr, tanzt wieder jeder so, wir sind aus Heer und Stroh. Jo, jo, mir geht schon ein, da muss ein Förder sein. Wir haben auf der Welt keiner mehr gehen. Drum schrammen tut's uns nicht verlassen, weil Wien wir ohne euch nicht Wien. Was nutzen uns die alten Gassen und Gemütlichkeit mit euch dahin? Wir haben schon tot und alles ein kleiner, drum haben wir unsere Schrammen gehen. Mit so viel Herz spielt uns sonst keiner. A Wiener Lied, wie es mir gerne. Jetzt gehen wir eine ganz brutale Sache rein. Schon ewig nicht gespielt. Da war ein kleines Salettel und da war Blumenbeetel und da hast den Feigerl in die Augen geschaut. Da war ein Werkzeugkittel und ein Sackel Düngemittel und in das Hittel hat der Bagger reingehauen. Da war ein kleines Bergerl und drauf ein Gartenzwergerl und da hast du am ersten Mal die Masen gelockt. Da war ein Fliederstammerl und da ein Kirschenbaumerl. Doch die letzten Kirschen haben dann schon, ja, dann barockt. Wir haben's mein Schrebergarten genommen, mit alle Bäumen. Wegen was brauch ich jetzt noch einen Sommer bei mir daheim? Wenn ich auf die Gassen schaut alles grau und staubig aus. Ob jetzt die Sonne scheint oder Regentropfen fallen, den blauen Himmel sehen, hast eben eigentlich keine Chance. Die Bahn haben's angelöst, doch wer wird den Himmel zahlen? Drum wart ich nicht auf den Sommer, nein, nicht im Traum. Wir haben's mein Schrebergarten genommen, mit alle Baum. Jetzt stehen auf der Plantagen bei 21 Etagen die Masen und die Amseln sind zum Friedhof geflogen. Dort sitzen sie die Bäume und ich tät nix versammeln, weil ich nur gleich mit ihnen erzogen. Wir haben's mein Schrebergarten genommen, mit alle Bäumen. Wegen was brauch ich jetzt nur einen Sommer bei mir daheim? Wenn ich auf die Gassen schaut alles grau und staubig aus. Ob jetzt die Sonne scheint oder Regentropfen fallen, den blauen Himmel sehen, hast eben ehrlich keine Chance. Die Bäume uns angelöst, doch wer wird den Himmel zahlen? Drum wart ich nicht mehr auf den Sommer, nein, nicht im Traum. Wir haben's mein Schrebergarten genommen, mit alle Bäumen. Ewig nicht gespielt, ja. Was sagt man? Hat's eh gehört. Man hat's eh gehört, aber wir haben's eingebaut.
Mein Liebchen wohnt am Donaustrand. Wolfgang, was hast du denn jetzt? Was hast du denn jetzt getrunken schon wieder? Sag einmal. Aber die Achtel von einer, danke schön. Da gefällt mir immer, wenn immer so schön vom blauen Donaustrand gesprochen und gesungen wird. Ja. Sehr selten, oft nie ist die Donau wirklich blau. Ja. Genau, der Manfred Graf, der Mundl, ne? Der hat das gespielt am Balkon. Hat sich ein paar Bier reingehauen und hat gerät. Ein Schreibergarten. Das ist ja, wer weg war. Ja. Aber das Nach glaub ich 30 schon. Jahren. Ich glaube schon, dass das natürlich ein schönes Erlebnis ist. Patrick, du musst die Leute unterhalten, das ist sonst nichts. Ich muss einen Stock höher. Du geh einen Stock her, das macht nichts, geh auf. Ich wollte eigentlich einen Wein holen. Ich kann ja dann den Wein Du anholen. kannst den Wein nämlich gleich dann mitnehmen, so schaut es nämlich aus. Wenn ich nicht vergieß. Ich bin gleich wieder da. Weißt Nein, ich du? Holst du aber auf den Papadopoulos. Papa, soll ich mal aufziehen einmal? Nein, das mache ich jetzt nicht. Schaut, Schau mal, es geht. geht's auch, wir brauchen einen Wein vor allem. So geht das nicht weiter hier. Nämlich. Oh ja, du kannst. Ja. Wo schreibt er? Mein Liebchen wohnt. Ach so, das ist ein Buch, Wolfgang. Mein Liebchen wohnt am Donaustrand. Das Buch kenne ich, das hab ich auch daheim. Jetzt schließt sich der Kreis. Danke, Wolfgang, das Foto hast du mir geschickt. Ich werde das Foto sofort an den Klaus weiterschicken. Mein Liebchen wohnt am Donaustrand. Ach so, aus dem Buch. Also, haben wir natürlich. Da muss man klein. Ich schicke es den Klaus aber trotzdem weiter. Das, was der Wolfgang uns geschickt hat, ist nämlich ein Foto von den Kremser Alben. 3 Alben, die Eduard Kremser damals im Auftrag herausgegeben hat, damals schon also im 19., Ende des 19. Jahrhunderts noch. Ich stehe da sowas zusammen, weil ich gerade schaue, dass ich das in Klaus weiterschicken kann. Es geht gerade nicht so, wie ich will. Ah ja, das ist schon angekommen. Aber das zweite hat er jetzt nicht geschickt. Die Kremser Alben sind das natürlich. Eine wunderbare, eine Sammlung alter Weisen. Auch Tänze, Melodien, die dort zusammengestellt worden sind, alles aus der Zeit noch, zum Großteil noch vor den Schrammeln sogar, was da dabei ist auch noch. Da sind uralte Sachen dabei, gerade im 3. Band, das sind 3 Bände insgesamt. Und gerade im 3. Band sind wirkliche wahre Schätze drinnen. Erdberger Tanz, Otterkringer Tanz, Lichtenthaler Tanz, aber nicht die Lichtenthaler Tänze, was wir da früher geredet haben, sondern andere Sachen. Nicht? Aber vielleicht kannst du Klaus das Foto reintun, die Kremser Alben. Großartige Sammlung, kann man an jeden empfehlen. Gibt es in der Zwischenzeit, soweit ich informiert bin, glaube ich auch digitalisiert. Bin mir aber nicht sicher. Aber ich glaube, der Erich Zipper oder die Marion, die haben das, Radio Wiener Lied Verlag hat das, glaube ich, digitalisiert, die Kremsalben in der Zwischenzeit. Ich habe da was weitergeschickt vom Wolfgang, ein Foto nur von den Kremsalben. Jawohl. Weil da ist nämlich das Lied drinnen vom Liebchen am Donaustrand, ist da drinnen. Jetzt. Ja, da ist Jetzt viel kenne ich drin. mich aus. Da ist viel Ich habe gesagt, drin. im 3. Band überhaupt. Also das ist Da ist unglaublich. viel drinnen. Jetzt lassen wir da, oder? Wie das jetzt umdrehen kann, weiß ich nicht. Da. Ah, warte, soll das ich machen? Nein, Soll ich so schicken? Oder? Man sieht Ja, man sieht, worum es geht dabei bei den Kremser Alben, genau. in der Lieder und Tänze. Also eine kleine Auswahl. 1911 ist das nur die Ausgabe da, weil das, ich glaube, Eduard Kremser, das war schon ein bisschen früher. Oder ist das nur die Ja, Ausgabe? es sind 3 Bände. Ich meine, Es sind das 3 ist Bände, der ja, erste ist ja früher gekommen. Und Genau, das aber ist der Wolfgang schreibt so- 1911. ja, na, das, Ja, ja. aber das ist ja da nicht ist die das Frage, ob es Gerät, die ja. Erstausgabe ist. Das Ja. wahrscheinlich Ich nicht. habe eine Erstausgabe. Ja. Eine, ja. Und der 3. Band ist ja das Spannende, weil den gibt es seltener. Der ist selten, ja. Ja. Zum Wohle. Schönen guten Abend miteinander, wo ist Bike und TV? Grüß dich Jawohl. Gott, Servus. Na, da passt doch optimal mit einem Gläschen. Jawohl. Zum Sehr zum Wohl, sehr zum Wohl. Herrlicher Wein. Kann man wirklich, das ist da immer Blödsinn. Ich habe da so viele Fenster offen von dem Programm. Dass man sie nicht mehr aussieht. Und wenn ich dann noch anders aufmache,
Geht es zu? zwar auf, aber die Fenster sind davor. Und die müssen immer die Fenster alle zumachen, extra. Und dann halt wieder aufmachen. Das ist Das ist immer aber blöd. mühsam. Das ist Ding, Aber es geht nicht von, aber zum Dass das- Beispiel, dass das der Auto Browser, vorgeht, der, ja. der geht vor. Den Browser kann ich also jetzt in ein Internet reinschauen. Okay. Ich glaube zumindest. Nein, es geht jetzt auch nicht. Warum, weiß ich nicht. Ja, der Rudi schreibt schon. Sind beim ZIP digitalisiert. Ja, Ah, die ja. Grenzhalten. Jawohl. Ja. Aber es ist halt natürlich so, Genau, der Manfred schreibt, der dritte Band ist noch einmal aufgelegt worden. Und da sind wirklich interessanten so. Also wirklich drin. ja, nein, es ist alles mehr oder weniger interessant, aber Sioli Wiesberg Sachen sind drin. es sind, Die Haushaltswindung sind ja, da ja drin klar, und so. aber ich hab Graseltanz noch sind nichts aus den drinnen, ja. Games Alben gespielt, also von den Nein. Notierungen. Weil das nämlich Klavierausgaben sind. Ja, Und Klavierschriften und- und nur dazu meistens oft über 3 Seiten mit Umbladdeln zu müssen und das ist einfach mühsam. Ja. Und die Lieder, die er gespielt hat, die gibt es ja tausendfach in diversen, dann neueren Ausgaben. Es gibt und schon ein paar alles, spezielle Sachen, die da nur Ja, da drinnen sind. gibt Ja. ein paar. Aber ich sag mal, die bekannt worden sind, oder Mhm. die was sie durchgesetzt haben als Hits, ne, die sind, aber es gab dann vom ORF die CD-Reihe mit Walter Berry und Heinz Zetnik. Angelika Die Kirchschlager war Kirchschlager dabei, war dann ja, mitunter, genau. dann bei manchen Liedern, wo eine Frau notwendig Ja. war quasi. Und die haben die Blunzen und Leberwurst, klassische Ja. Mann-Frau-Geschichte Genau. halt eigentlich. Ja. Und da gibt es diese komplette Kremser Alben als CD-Reihe. Ja. Sind ein Haufen CDs, ich habe alle. Ich habe auch alle, ja. Äh, Es gingen aber nicht mehr alle bei mir. also, naja gut, Ja. ich spiele es nicht, aber ich habe Das ja haben keinen wir schon- CD-Player mehr. Nicht? Sind wir schon so weit, ja? Ja. Mhm. Aber das hat es gegeben, oder im ORF-Shop oder Ö1-Shop oder wie das immer heißt. Da die Eigenproduktionen. Das war natürlich schon eine hilfreiche Geschichte. Also das ist nichts, was ich Ja. mir so anhören habe können, weil es für mich nicht Wiener Lied war. Es ist viel zu die Kunststimme. Also das sind Kunststimme und sehr steril gespielt auch. Halt, Sehr ja, es ist halt sauber, nicht alles. straight, wie man sagt. Aber es ist Ja. Weltklasse verwendbar als Lern. Super, Audio. super Sache, ja. Was du ein Lied nicht kennst. Durch das Auto ist richtig gespielt, komplett. Also so wie es notiert wurde einmal. Ja. Und das hat wiederum, das war schon ein Vorteil. Natürlich. Ja. Ich müsste direkt einmal wieder schauen, was da so vorkommt. 15 CDs fahren sie, ja genau. Ja, genau. Ja genau, zu jedem Band glaube ich ein 5er Backel. So ungefähr. So ungefähr, ja. Ja, das wird schon stimmen. Ja, das wird schon stimmen. Also die 15 stimmen sicher. Aber es sind ja nicht alle aufgenommen, muss man auch dazu sagen. Nicht wirklich, also das wäre ja viel mehr noch gewesen, weil die ganzen Instrumentalnummern Nein, sind. ich wollte gerade sagen, die nämlich Instrumentale haben es aufgenommen, nicht. Ja. Ein paar sind dabei, Ja, aber nicht alle, nicht viel. Ja. Muss man rein. Also meistens schon das gesungen. Aber ich gesagt, aber immer auch nicht, da haben wir es auch schon auslassen. Lieder, wo du sagst, spielt keiner, will keiner, interessiert. Ist jetzt auch, es ist nicht so, dass was nicht gespielt worden ist, dass das jetzt gleich ein Gusto-Stickerl ist. Nein, es sind Es sind viele. viele Lieder einfach nicht gut und dadurch sind sie nicht Genau. gespielt worden. Genau, Das so muss ist man auch beachten. Ne? das ist, genau so ist es, ja. Und die wirklichen Gusto-Stickerl sind die, was irgendein lokalen Matador irgendwo selber geschrieben oder umgeschrieben hat. Und dann dort noch halt gespielt worden ist und das hat man kennt. Wer halt zu dem gegangen ist, dann hat man das Lied kennt. Und das ist aber nie aufgezeichnet worden, dann hat dann vielleicht irgendwann einer aufgeschrieben. Das sind dann eher noch die spannenden Sachen. Aber das gibt es halt ganz selten natürlich. Und oft, es ist leider so, dass das können wir schon hin und wieder, dass dann Leute zu uns kommen und sagen, du, ich hab da noch eine Mitschrift von meiner Großmutter, die hat das aufgeschrieben. Oder meine Mutter, nicht, die hat das aufgeschrieben vom, weiß ich nicht, vom singenden Papadopoulos. So, Ja. Ich habe so Sachen eh noch daheim. auch Und, nicht? Das ist und, vom und Nagelkorb, aber ich ja. weiß nicht noch, wie das geht. Ich weiß halt nicht mehr, wie es geht. Ne? Du hast einen Text, aber sonst nichts. Und das ist halt, und da merkst du, das ist halt schade. Denke mal, schau, wenn es dich interessiert hast für die Musik ein bisschen, dann könntest du es jetzt vorsingen. Genau, Was? genau. Oder du wissest, welches Lied das ist. Aber weißt, die kommen Leute drauf, Gott sei Dank, aber oft sehr spät, was für ein Schatz darin liegt, in dieser Wiener Geschichte. Und dann sagst du, ja, schau, da habe ich noch ein paar Notenheftel, nicht, vom Großvater. Packen es aus, schauen rein und verstehen halt Versteht kein aber Wort nichts mehr. Ja. weil sie eben sich mit der Musik nicht auskennen. Ja. Nicht? Und dann, wenn du manche Kontextinfos nicht hast, nicht? Wenn leibend ist, wenn du so einen Text hast und da steht zum Beispiel nach der Melodie von. Dann, ja, dann, kannst du schon dann was kann man sich vorstellen. richten. Ja, da weiß man schon ungefähr, nicht, wo das hingeht. Nicht? Ja. Aber ein Text und dann was steht. Oder ich glaub, Melodie ähnlich wie. Ja, das soll Oder so ist so irgendwas, ja. Ja. Das war alles. Der Zip hat die CDs. Hat das er? Der Zip da schon.
Zauber der Vorstadt oder wenn mich der Herrgott fragt, Zauber der Vorstadt kann ich nicht, aber wenn mich Ah, der das haben wir Herrgott schon fragt, zu. Haha. können wir schon spielen. Zauber der Fuß haben wir schon mal angeschaut, haben wir schon gespielt, aber das ist so gut. Wirklich? Mit mir? Mit dem Rudi. so. Der war da gut auch. Das ist gut, das hilft mir was. Ja, ne, irgendwie so ging Ja, das ja. auch nicht, aber was es nicht spielt, Traum was es nicht spielt und singen, wenn es noch zugelernt geht, nämlich schon. Kannst du es nur spielen. Das werden wir, aber das ist gleich auf, das ist schon gespeichert. Ja, das kann ich nämlich. Da kann ich den Text nämlich ansingen, Das, kann ich das ist gut, da brauche ich nicht viel machen. Da kann ich mit zurücklernen. Mein Adel hat mich oft und oft in G-Tour, ne? Oder? In G-Dur. Ja, bringen Sie mich nicht durcheinander. Ja, was? Ich habe nicht gefragt, ne? Ich will ja noch fragen dürfen. Mein Adel hat mir oft und oft eine alte Geschichte erzählt. So hat er gesagt, der Herrgott kommt mitunter auf die Welt. Und wem er da begegnen tut, den redet er freundlich an. Und mancher fromme Wunsch, der geht auch in Erfüllung dann. Ja, das wäre doch wirklich gar nicht schlecht, weil ihr wisst schon, was ich muss sagen möchte. Wenn mich der Herrgott fragt, ob mir denn gar nichts fehlt, da mache die Buckel das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, wenn's grad gut aufgelegt bist, dann bring die alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück. Und in der Schule, da haben wir gelernt, ein Lied von Eugewalt. Der liebe Gott, so heißt es drin, geht einsam durch den Wald. Und wem er da begegnen tut, den redet er freundlich an. Und manch auch in Erfüllung dann. Ja, das wäre doch wirklich gar nicht schlecht, weil ich wisst schon, was ich sagen möchte. Wenn mich der Herrgott fragt, ob mir denn gar nichts fehlt, da mache die Buckel das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, wenn's grad gut aufgelegt bist, dann bring die alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück. Jawohl. Der kehrt zum Schluss. Und wenn man da begegnet, tut den Retter freundlich an. Und mancher frommer Wunsch, Der geht auch in In Erfüllung. Erfüllung. Dann ist die zweite, ja genau. Ich habe mir gedacht, das ist, bevor gar nichts ist, singe ich halt die erste weiter. Ne? Das ist echt der Punkt. oder hast du die zweite? Aber ich die zweite gesungen? Ich weiß es nicht mehr, ehrlich Ich gesagt. weiß jetzt auch nicht mehr, Aber wer ich Nein, bin aber da auch durcheinander. Na schau, jetzt reißt's mich schon. Aber die Achtel von einer, Dankeschön. Dankeschön. Ja, der Manfred Graf spielt Zauber der Vorstadt mit den Wiener Blärmann am 23.08. am Dorfplatz von Langenzenz. In LE quasi. LE. Das ist der Samstag, ne? Die Der Wahlheimat 23.. vom Häuserwald. Ja. Das ist der Samstag, ja. Das ist ein Samstag. Da kannst du am Sonntag gleich umfahren nach Sierndorf. Nein, das ist der Freitag. Entschuldige. Entschuldige. Samstag ist der 24. Freitag 23. Achso, das Festival ist ja am Samstag. Genau. Ich glaube am Sonntag. Ja. Ja, da kannst du umfahren nach Sierndorf an der Macht zum Festival. Land bei dir am Köllerberg. Wir sind dabei und dann voraussichtlich schon wieder im Fernsehen. Nein, das ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Ah, Das ist Wahnsinn. unglaublich. Das ist unser TV hier.
Ja, weil nämlich da gibt es eine Bühne, die quasi von Die W24, W24-Bühne, ja, genau. die tut die betreiben und die nehmen die dortigen Konzerte. Wir spielen auch auf dieser Bühne Ja. einmal. Die Patronanz hat sozusagen die Agnes, Genau. Palmisano, die Ja. Patronanz darüber. Mit dem Verein, was ich da Mit die dem Verein. Wiener Liedkunst, glaube ich, heißt das. Wiener Liedkunst, Ja. genau. Wo wir ja auch spielen. Kurz davor, in der Woche davor. Genau, Am eine Woche Mittwoch vorher. davor, ja. Beim Henkel Dienstag. Ist ein Dienstag. Dienstag, ja genau. Weil es ist immer jeden ist es, Dienstag genau. ist eben da, ich glaube jeden Nein, Dienstag. Mittwoch ist das. Das ist der 21. Ich glaube, es ist ein Dienstag. Schon noch. Ja. Es ist der 21. Der 21. ist es. 21. August, Henkel Haselbrunner bei der Wiener Liedkunst, die 16er Burm. 21. Der 21. Das muss ein Mittwoch sein. Ja, wir spielen aber am 20. am Dienstag. Jetzt habe ich, also sage ich einmal am Plätzchen erst, das ist ein Wahnsinn. Einmal, gell? Nein, bei Terminen ist das schon sehr selten bei mir. Also, Nein, über ganz weil am ich weiß es nicht. Das habe ich immer Nein, gehört, weil natürlich. der 21. war ja natürlich gestern, darum. 21. Juli war es, darum, das ist auch einen falschen Anker. Nein, Das wurscht. war aber Sonntag, weder Mittwoch. Ja, noch eben, so. ja. Im Prinzip, sogar einfach so ein Merkt Plätzchen ihr, geht. 20. August, Dienstag, beim Henkel Haselbrunner, Wiener Liedkunst, die 16er Burm. Wenn es wieder schön ist im Garten draußen, Ja. extra abgetrennt in der Zwischenzeit, alles auch tut, dass die Leute, die zuhören wollen, wirklich einen eigenen Platz haben und uns zuhören können, dass nicht eingequagelt wird und so. Also es wird eine schöne Sache werden, glaube ich. Ich freue mich schon drauf. Mit super. Steht auf der Homepage steht Da alles. steht alles drauf, ja. Aber auf jeden Fall das und dann eben drauf am Sonntag schon auf dieser Bühne auch Unter anderem, ja. diese W24-Bühne. Und was ich eben gehört habe, ist es so, dass sehr wahrscheinlich, wenn es nicht schon fix ist, aber ich weiß halt noch nicht fix, dass dieses Programm dann auf ORF 3 dann auch irgendwann halt. Auch ausgestrahlt wird, sozusagen, wie man sagt. Ne? Also man merkt auch, dass Wiener Es Lied tut ist sich- es im Kommen. tut sich was, Es ist ja. im Kommen. Haben wir vor 4 Jahren haben wir noch eher geredet, wir sind wie die Dogengrober fast, Ja, aber in der Zwischenzeit ja, irgendwie, mittlerweile, ja. jetzt spürt man wirklich was. Also, Stimmt, ich habe stimmt. durchhalten, habe ich gesagt, wir müssen. Stimmt, ja. Den stillen Zecher kann ich leider nicht, aber für den Thomas Faber und seine Christina spielen wir ein Liebeslied aus meiner Feder. Jawohl. Wenn ich kennt hat, die fliehen, da die Jawohl. trotzdem niemals gehen. Darf ich? Ja. Wenn ich kennt hat, die fliehen und da die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich voller da recht tief, so schreibe die dir heut am Brief. So kommt dann mein Lied, so kommt dann mein Lied zu dir. So kommt dann mein Lied zu dir, als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätt, ohne End, für dich war ich niemand, den man kennt. Mein Schmäh, der ist falsch, Graum ganz tief, darum schreibe die dir heut am Brief. So kommt dann mein Lied, so kommt dann mein Lied zu dir, so kommt dann mein Lied zu dir, als blaue Tinten auf Papier. Als Tintenfass laufen.
wenn ich wisse, was du fühlst. Und ich nicht merk, dass du mich willst, hab ich meinen Mut vergraben ganz tief. So schreibest du mir heute einen Brief. So kommt dann dein Lied, so kommt dann dein Lieb zu mir, so kommt dann dein Lieb zu mir. Als blaue Tinten auf Papier, auf Papier, bis ich dich spiel. Nicht wahr? Nicht wahr? Schön. Man kann Ist ein auch Schluck, romantisch. Man kann auch. Flaschen Schokolade, was? Nein, Schluck, 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 Schluck. ich bin schon Zum geschreit. Wohle, meine Lieben, gell? Zum Schöne Wohl. Wohl, ja. Die Achtelvereine, danke vielmals. Wirklich ein schönes Liebeslied. Eigentlich schon. Eigentlich, schon, ja. ja. Ich brauche mich nicht genieren dafür, sagen wir es so. Nein. Haben wir auch so. Eigentlich im Frühjahr. Im So. Frühjahr, ja. Ludwig Sass sagt, ihr seid wie Frankenstein und habt dem Wienerlied ein neues Leben eingehaucht. So schaut's aus. Jawohl, mein Lieber. Kann man so sagen, sagt der Wolfgang. Ja, ganz so. Ganz so, Ich glaube nicht, dass wir die Retter des Wienerliedes sind, wenn man so will. brutal sind wir nicht, aber wir sind doch ein wichtiges Zahnrädchen, ein wichtiges Kettenglied in der ganzen Sache. Ein nicht unwesentliches, Ja. muss ich Ja, mal sagen, sicher. ja. Also mittlerweile haben wir natürlich. Aber ich glaube vor so, allem, wir waren ein ja. ganz wichtiges Bindeglied. Weil wir haben in Wienerlied, Zu alt. das Wienerlied erhalten, wie es wirklich keinen interessiert. Ja, genau. Da hat es aber noch ein paar alte gegeben. Da hat es noch Nur, einige gegeben, ja. die gibt es halt jetzt nicht mehr. Und, Immer mehr. ich glaube, dass wir ganz, ganz wichtige Funktion hatten, auch in dieser Erhaltungsding. Nicht? Ich meine, jetzt machen sie halt mehr, jetzt wollen wir halt schon ein bisschen, wie soll ich sagen, sollen wir halt schon ein bisschen darum bemühen, auch, dass das wirklich Wirklich weitergeht. noch einen Also, Status erreicht. Gell? dass da wirklich, Das Wienerlied. dass sich da was tut, wirklich noch. Also, Das war schon leibend. Und ich meine, immer mehr junge Leute sind auch dabei und das gefreut mich voll. Das freut mich total. Lord Dauer sagt sehr schön, danke schön. Ihr seid ein Meilenstein, sagt der Wolfgang. Ja, vielleicht. ja, das Kann man selber sehr schwer beurteilen, sowas. Aber Das ist es schwierig. wird dann in Wahrheit. Ist schwierig, ja. Wenn man mal, wenn es einmal sowas gibt, also angenommen, wir würden jetzt schon einen gewissen Status der Prominenz erreichen, dann täte man irgendwann irgendwas kriegen fürs Lebenswerk. Vielleicht. Und dann wird man sehen. Ja, dann wird man sehen, ja. Und dann denken wir verstehst? sieht Und man dann werden wir denken, Alter, jetzt wo ich bald abangeln, wenn wir jetzt schon geredet haben, jetzt kommt es daher. Vor 50 Jahren hätten wir es braucht, warte. Jetzt gibt es einen Preis. Es ist ja der Wahnsinn. Ne? Ja. Muss man früh raus, Markus Brissonik das dahin. Vierte Gott, Servus, ein paar. Vierte gut, servus. Aber apropos Abangeln, das können wir jetzt auch mal anreißen wieder. Das echte Wienerlied. Ja, machen wir Echtes doch. Wienerlied. Das ist ja gerne. Er hat einen Abgang gemacht, er hat die Botschen gestreckt, er hat ein Bangel gerissen, hat sich niedergelegt. Er ist umgestanden, er hat Jetzt bin ich mir jetzt viel durcheinander, jetzt bin ich hänge dann natürlich komplett mit dem Text. Dabei ist er gar nicht so schwer, der Roland Neuwald hat den wunderbar geschrieben. Er hat einen Abgang gemacht, er hat einen Botschen gestreckt, er hat einen Bangel gerissen, hat sich niedergelegt. Er ist umgestanden, er hat somit. Nein, falsch, ist der falsche Text. Sofort einen Schluck Wein trinken, Sofort trink einen Schluck. zur Korrektur der schickt man- Gehirnzellen Ich schicke man sicher Massage. Schlucke. und dann schon. Nein, ich glaube, das geht dann, wenn er der Bursche hat sich niedergelegt. Er hat sich die Erdäpfel von unten angeschaut, da muss weitergehen.
fix Teufel Himmel Herrgott nochmal, das muss ja sein, das live vor einem Bei einem Milliarden Milliardenpublikum. Furchtbar ist das. Ich genie mal fast. Ja, nein, was das soll ist das ein sein? Wahnsinn. Was soll das sein? Zum Glück, Das ist zum Glück haben wir den Wein. Aber der jetzt. Nachgießen noch. Ja, Weißburgunder. Reis aus. War wirklich sehr gut. Also Weißburgunder, sehr zu empfehlen vom Taschler. Äußerst zu empfehlen, möchte ich fast sagen. Ja. Da haben wir jetzt 60 Gansel auf, sagt der Wolfgang. Ja, und gleich wieder zusammen, gell, wie mein Schatz sagen schon. Aber jetzt gleich spielen wir es richtig. Ihr seid jetzt schon die Musiker der Herzen. Fritzl Status, unser Grand Senior. Danke. Klasse. Wir stehen heute ein bisschen schwerer auf. Friso. weißt du? Ja. Das ist, Wir sind sonst auch keine Athleten, aber ja. Professor Morgen sind bin sie. ich mit dem Radl unterwegs mittlerweile. Ja. Morgen schon und dann bin ich am Fahrrad. Den ganzen Tag morgen. Ich fahre in die Klasse. Ich sollte eigentlich Rasenmann und Hecken schneiden und was Ja, weiß das ich. sagst du schon seit 3 Wochen jetzt schon langsam. Und Wintergarten streichen. Und, ja, aber Ich glaube, das mit dem Rosenmann wird nichts mehr werden. Ich glaube, es muss da ausbaggern. Wo wir wieder bei meinem Thema werden. apropos, du hast heute einen Bagger sogar gesehen. Beim Hornbach. Beim Ein Hornbach. Mini-Bagger. In der Zwischenzeit 6400. gibt es beim Hornbach sogar. Ja? Wenn wir gleich blenden, Blenden, wenn wir gleich, blenden. nein, nicht den Bagger, sondern Schmattes. Achso, ja. Weil wir brauchen ein Gerstel. 6400 kostet ein Mini-Bagger-Set vom Zipper. Aber es ist Welt, das ist echt klein. Das ist kleiner wie mein Carello, wie mein Tuk-Tuk. Von der Fläche, was er braucht. Interessant, haben wir den Probebaggern gehabt. Ja, Damit einmal, glaub ich weißt? noch Das nicht, glaub ich war- noch nicht. Aber es schaut gut aus, meine Lieben, aber abgesehen vom Das musst du nichts, wenn natürlich- du damit nur den lockeren Komposthaufen umschichten kannst, Ja. weil mehr Ja, mit ich der mein- Zeit. Glaube zwar nicht, Ich meine, aber. Brunnen kannst kein Grau mit sowas. Ne? Das ist Ja, schon. ja. Aber halt so ein bisschen so Erdbewegung oder auch Schnee, so Sachen. So ein bisschen. Und Rechen, nicht Rechen. Ein Rechen hat er auch Hat auch dabei. dabei, ist er ordentlich. Und sogar Staplergabel hat er auch dabei, als Zubehör. Ist nicht unpraktisch, wenn du irgendwas auf Super. einer Paletten Die hast. Fürfpaletten, ganze Steine und so. Geht ja nicht mehr irgendwo Ja, hinstimmen. da ist eben die Frage, wie viel das hier hebt. Ne? Das ist, Naja, da ist so schwach. Ich meine, weil 500 Kilo sind gleich beieinander. aber, ne? ja, aber das nein, könnte das schon ist eng werden. Ne? Das es ist ein Spielzeug, aber so ein Spielzeug auch wieder nicht. Nein. Also er packt schon mehr als nur die Paletten. Ne? Also kannst schon was drauflegen auch. Aber natürlich, es ist halt was Kleines. Nicht? Das Ja, ist klar, halt ja, klar. aber wie gesagt, aktueller Stand 6400 beim Hornbach, der Zipper. Ich habe aber ein bisschen. Aber unabhängig davon, Freunde, eigentlich würde ich sagen, wenn euch die Musik taugt und so weiter und so fort. Und Ja, danke Wolfgang. Ja, der Patrick ist auf jeden Fall ein Harmonika-Athlet. Ja, genau. ja, Athlet. Wollte der Wolfgang sagt, ey, Klausi, du hast 3 Bagger bekommen, ja? Ja, aber kleine, und halt, ich habe das den Zubehör zum Verführen des Ausgebaggerten bzw. zum Planieren, die habe ich bekommen, ja, die 3. Ja. Du hast einen Stapler dabei. Aber da sieht man es, man sieht es nicht gut, aber da sieht man es. Da 6399 oder? Beim Hornbach in Stadtlau gesehen. Schaut sich das an. Das war es. Das ist mein 50er, kommt auf mich zu. Und nicht, wie gesagt, jetzt wegen am Bagger, aber ein bisschen im Hintergrund schon auch, habe ich eingeblendet den Schmattes, die wir möchten euch recht herzlich bitten um euren Beitrag sozusagen für die Musik. Der Hut geht rum, virtuell. Jawohl. Schmeißt was rein, das war echt wirklich leiwand. Entweder über PayPal oder ihr, wie heißt das da, Überweisung quasi. Oder auch über diesen Superchat, wie es hier ist. Oder wenn man weiß, ihr kommt einmal zu uns, dann gibt es uns halt den das dann dort. Geht auch, nicht? Natürlich. Ja, Alle da- Varianten sind möglich. Aber wir würden uns freuen. Über jeden Betrag Danke. freuen wir uns gewaltig. Und Danke. damit ein bisschen ein Gerstl. Sozusagen auch, weil, wie man so sagt, das letzte Gerstl für gescheite Musik. Und da sagen wir jetzt schon mal Danke. Aber das ist mir nicht eingefallen im Zuge des Baggers. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Und was damit wahrscheinlich, es kommt dann auf den Boden davon, geht, wahrscheinlich nicht gehen würde, dass du jetzt wirklich zum Beispiel grob ausschaffst. Es kommt auf den Boden drauf an. Und vor allem, so tief kommt man nicht runter, nicht? Ja, ich weiß nicht, wie tief man muss beim Grab. 3 Meter? Mindestens, Nein. keine Ahnung, das Ja. solchen Dings und Ja, weiß ich nicht, wie tief man da oben muss. Ja, aber so tief ist es oft nicht. Also ich sage einmal 3 Meter maximal. Maximal. 3 Meter ist schon, wird schon sein, wenn nicht tiefer Ja, sogar. weil ich so, leider Ein Meter, ist wenn man jetzt schon müssen ins Grab, nicht?
Ja, 3 Meter werden sie, oder 2,5, 3 Meter. Das wird, aber mehr als 3 Meter nicht. Das Das ist waren mehr 3 tief. Meter, weil du warst also doppelter Mensch fast eigentlich. Doppelte Menschengröße. Ja, Das letzte, was ich gesehen habe. ja, aber, Bei der da kommt, ja, Tieflegung. aber du gehst ja nicht Das immer erste, ganz was so, ich das gehe. liegen welche übereinander Nein, auch. Naja, aber da gibt Also das schon, ist aber, nicht so. nein, da gibt's, genau, und oben kannst du ja wieder übereinander geschlicht bis zu einer gewissen Ding und dann, Genau. wobei man macht dann zum Beispiel auch, das weiß ich alles noch weiter, da 2 Jahre, Ja. eine Tieflegung, wenn das über 30 Jahre, oder was es her ist, oder 25 Jahre ist, kann man das gleich so machen und dann passen nämlich wieder 4 rein. Da ist ja nur mehr bang, da ist ja nichts mehr über von den Folgen. Darum haben wir das gemacht so damals auch. Ja. Eine Tieflegung nennt sich das. Ja, ne, das gibt Also es. das ist schon Deswegen. über 3 Meter. Aber ich gesagt, Ja, ja. das weiß ich nicht. Ich glaube, so tief kennt der Bagger wahrscheinlich gar nicht. Ja. Gerade bei uns 1,80. 1,80 Meter. Also knappe 2 Meter. Ja, so sind die, muss er. Also Interessant, ich, ja. nein, ich weiß schon, also, aber es waren unterschiedliche Tiefen immer. Ja. Aber ich weiß schon, also so mörderisch tief. In ein Grab dürfen nur 4 Särge rein, sagt der Wolfgang. Siehst du das? Und 4 Urnen dazu auch noch. Jetzt sind wir, In der Zwischenzeit. Was? jetzt Das sind weiß wir ich bei- auch seit 2 Jahren. jetzt sind wir beim echten Wiener Thema. Echten Dings, ja. Gut, aber jetzt spielen wir das Lied dazu, damit es passt. Aber der Bagger ist der gute Umleger, nicht aufs Grab schaufeln und so weiter, nicht, oder wie auch immer. Auf jeden Fall, die Idee ist, spätestens zu meinen 50er nächstes Jahr, so ein Bagger. Und jetzt haben wir schon gedacht, das ist ein Jahr noch hin. Und ich hätte aber so, Nein. ich hätte so viel, Nimmer mehr. ja, im April, ja, aber trotzdem. Aber ich denke mir halt so, ich weiß halt jetzt schon so viel, was ich damit mache. Die ganze Hocken, was ich jetzt zum Beispiel mache, da brauche ich schon einen Bagger. Bis er einen Bagger nämlich hat, nächstes Jahr, dann ist die Hocken eh schon erledigt, dann kann man streicheln. Nein, es gibt immer was zu tun. Gibt es immer. Wie ich Ja, sag. so, und der ist ja klar, mit dem ganzen Schneefieren nicht? Und so weiter. Und der ist ja wirklich klar. Der ist wirklich geil. Ja. Das ist geil. Das ist absolut das Beste. Die größte Freude. Aber 6,5 ist halt schon viel. Nicht? Weil es war schon eine Gitarre auch wieder. Nicht? Oder die Sozialversicherungsbeiträge oder was. Red nicht so schier. Naja, weiß nicht, so, man kann das alles brauchen. Er hat einen Abgang gemacht, er hat die Barschen gestreckt, er hat eine Bangel gerissen, hat sie niedergelegt. Er hat sich die Töpfe von unten geschaut, er hat sich sozusagen ins Holzpyjama gehauen. Er hat die Bock aufgestellt, er hat einen Wurf angesagt, er hat sich Streifen gegeben, er hat die Stufen gepackt. Er ist umgestanden, er hat's umgebogen, er ist als arme Söld zum Petrus aufgeflogen. Er hat sich runtergelassen, wie das so schön heißt. Er ist nachschauen gegangen, ob der Deckel passt. Zuerst haben sie ihn rausgetragen mit die Füße voran. Jetzt lacht er sich statt wadelnd rund die Würmer an. Aber leider nimmt es nicht so schwer, weil glaubt's mir gewachsen war er nimmer mehr. Weil uns ist klar, es ist kein Schamä, es war besser so, jetzt glaubt's mir sehr. Weil jetzt tut er bei meiner Söhne kein Bar mehr weh. Jawohl. Katastrophe. Ja, Patrick, muss ich echt sagen, Also, ich hätte es gesagt, aber nachdem du es nein, jetzt ich gerade schon, ich angesprochen bin hast, ehrlicher Mensch erst. jetzt hast du wirklich einen Topf ins angespielt. Zumal wir sie jetzt erst gespielt haben, das Lied. Das ist überhaupt, Ja, und ich das noch Das aufgekriegt musst habe, du ich kann es kennen, ja ne? nicht, ich kann es ja nicht. Das ist das wissen wir nicht. Das ist jetzt, was war jetzt kein Beweis dafür. nur die Achtel von rein. Oh, da weiß wie. Franz eben sagt, der ist zum Abhangen. Ja, so schaut's aus. Der Bagger hat 6,3 kW mit Benzinmotor. Benzinmotor weiß ich auch. Habe ich schon fest. Was leibend ist. Auf der Zündkerzen, ja. Aber Dieselmotor besser.
brauchst keine Zündkerzen. Ja. Selbstzünder, Dieselmotor. Ja, und? Nicht? Das ist ein Baustellengerät, der Dieselmotor. Weißt du, der Rosmarin ist auch Benziner. Ja, eh. Ja, Zündkerzen. Du brauchst eine Zündkerzen, ja Ich genau. bin dann aber noch nie da gestanden und gesagt, Scheiße, ich brauche Zündkerzen. Sondern einfach angerissen. Und, aber nachdem na, Diesel war der Schatz, muss ich echt sagen. Weil jetzt habe ich, pass auf, jetzt habe ich für die Husqvarna Motorsäge habe ich einen eigenen, die eigene Mischung. Ja. Die Ja. von Husqvarna halt. Und man sagt, wenn es mit einer angefangen hast, dann muss bei dir bleiben. Bleibt bei der, ja genau so ist. Für die Stihl-Motorsensen habe ich die Stihlmischung. Ja? Für den Rest habe ich einfach ein Benzin. Und da habe ich schon nur lagernd, weil ich sage, ich habe dann so einen Stabilisator für den Sprit, was man beim Motorrad alleine schmeißt. Ja, im ja, Tank, beim Dings, ja, über den genau. Winter zum Ja, Beispiel. Ja, genau. Weil damit machst du Ja, den ja, Sprit klar. haltbarer. Mhm. Und den verbrauche ich jetzt so mit Rosenmacher, mit anderen Rosentrimmer und viel mehr habe ich dann eh nicht mehr. Weil ich verwende keine andere Kettensache mehr. Aber halt für die zwei Sachen und wenn es dann ist fürs Motorrad. Ne? Das ist das Motorrad dann daheim quasi auftank immer von daheim weg. Was ein bisschen eine Palette, muss man was einfallen lassen, irgendwas besorgen. Ich habe da nichts gefunden, wo du quasi gescheit tanken kannst. Weil so wie ein Kanister Ja, schon, was und du musst den meinst. irgendwie Ja, ja. reinfuchteln. Na, bei mir da rinnt der ganze Sprit durch die ganze Werkstatt. Da gibt es ja so Kanister mit so Rehren. Ja, aber und so. das hat ja Gewicht, das musst du ja halten. Ja, Und das musst du aber ja, ja. reinhalten, weil das Ja, kannst du ja. nicht einfach Ja, so ja, rein. ja, Nicht? ja, ja, Mit ja. zwei Händen, wenn ich so schicken, Ein dann halt Trichter. schon. Nicht? Ja, habe ich auch Okay, alles. Aber was- das ist, ja, das sind diese Real. Ein Trichter, einen großen. Ja, ich weiß schon. Ja, aber du musst in den Trichter einladen. Jetzt Das ist geht klar, nimmst ja, das ja. Real, aber das Real, das wandert in alle Richtungen. Dieses Du brauchst einen Zapf sein. ein Zapf sein. Das war so. Nein, es war doch, das muss doch möglich sein, dass so ein gescheite, dass er quasi ein Benzin, also so ein Kleine Pumpe. Pumpen, sowas gibt es, eh. So, Ja, aber noch nichts ob gefunden. die gescheit sind, weiß ich. Die, Ja, was ich du meine, kennst, ist lauter So eine Klumpen. ganz kleine habe ich natürlich mit Da gibt aber, es so Quitsch, Genau, ja. aber das ist auch nichts. Nein, das mit- aber da muss das irgendwas haut auch geben. nicht hin. Ja, ja. oder zum Beispiel also einen gescheiten Stutzen, wo du sagst, das hast du aufwechseln, dann ist das nie dicht, da rinnt immer in der Spriten und also das ist alles ein Scheißdreck. Aber alles nicht billig, diese Sachen. Ja, aber ich weiß, ich habe gedacht, das findest du bei uns zum Beispiel gar nicht. Sicher in jedem YouTube-Video, was in Amerika ist oder sonst, so sicher das. Bei uns habe ich das noch nirgendwo gesehen, dass es gibt. Schraubst auf, ganz mal wie diese biegsamen Dinge, Ja. steckst das ganz rein und hast drauf quasi einen Hahn. Drehst auf, Club Rass zu, Wecker und passt, nicht? Ja. ja, das finde ich bei uns nicht. Oder ich bin jetzt blöd für das. Ist mir auch möglich. Ist mir auch möglich. Aber auf jeden Fall taugt mir, dass das ein Benziner ist. Weil das war dann. Brauchst du brauchst einen Diesel auch noch extra. Ne? Ja, sonst brauche ich noch einen Diesel auch noch. Nicht? Gut, dann könnte ich mir noch ein Auto wegen, aber ja. Aber jetzt sagst Weil du, das naja. bisschen Diesel hat nicht irgendeiner von den Bauern oben noch eine eigene Ja, aber was, einen ja, Dieseltank aber für sich, ich weiß nicht, ob. wie es früher war. Ja, aber Ja. ich kann nicht hingehen und sagen, ich tue Der bei geben dir wir tanken, gar nicht? 20 Liter. Gell? Ja, wenn ich Not habe, So, vielleicht, wenn es Sonntag ist und ist mir der Sprit ausgegangen, aber das mache ich nicht bei uns. Aber jetzt müssen die, wir sind in Diesel und jetzt musst du schon einen Diesel daheim haben, ne? Weil was hilft mir das, wenn ich 5 Liter Diesel habe, nur Ja, mehr die sind und, schnell und, weg. und das ist aus und das steht deppert da. Ne? Und Sprit habe ich dann immer Benzin hätte ich dann. Also das werde ich, aber ich habe ihn noch nicht. Ich habe ihn noch nicht. Aber ja. Meine lieben Burm und der Rest im Meter, ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir müssen ins Bett. Ludwig Saas, schlaft's gut. Schlaft's gut, Liebe Sabine Grüße. Ludwig, pfiat euch. Schön, dass ihr dabei wart. Sucht mal nach Schüttelpumpe. Schüttelschlauch. Aha, guter Hinweis. Danke, Matthias. Danke. Schüttel. Mal schauen, ich denke, es muss ja was geben. Ne? Ja, aber ich meine auch, wahrscheinlich nur jetzt da über Amazon oder halt im Internet. Also weder beim Louis oder sonst noch habe ich irgendwas gefunden, was sagt, ja, so ein kleines so ein Schlauch, aber das ist eher, Ja. wenn ich jetzt sage, ich tue was weiß ich mache Ist mach halt so- beim Rosenmacher einen Ölwechsel Zum und ich tue Auslassen ich eher. tue ihn- genau, ich Genau. tue den Sprit aus oder was, ne? Oder so irgendwas, ne? Aber irgendwie eigenartig. Meine Lieben, den letzten Schluck Letzter Schluck auf ja. euch. Auf euch zum Es war uns Wohle. wieder eine große Freude. Skiweiß. Wir sehen uns nächsten Montag nicht. Nein, nächsten Montag sehen wir uns nicht, aber wir sehen uns sicher morgen in der Früh, hoffe ich doch sehr. Ja, Wir viele. haben morgen schon bei den Insights. Wann Aber haben wir nächsten noch? Montag sind wir ja natürlich bereits
um diese Uhrzeit sind wir in München schon, ja. Werden da So schaut's aus. fleißig Brettel spizieren. Also nächste Woche haben wir quasi keine Livestreams, vielleicht verkürzt so Ja. spontane Dinge, aber ich glaube auch eher nicht. Ich nehm jetzt kein Kein großes Equipment mit, weil das ist das auch, Handy aber mit, sonst nichts dann. wo soll man das sonst da mitzahlen den ganzen Tag tut, auch, weil das Hotel ist weit weg und so weiter. Und ich habe mir das schon alles angeschaut in der Zwischenzeit. Wir sind Da gleich, ja? Nein, ein Ja, anderes woanders. Hotel, ja. Dafür kriegen wir Taxigutscheine am Tag an. Also das ist alles wieder ein bisschen anders auch. So weit weg sind wir, das ist ein Taxi da. Ja. Schaut, das war immer nett, das habe ich schon daran gewöhnt, dieser Weg durch die Der Altstadt. Spaziergang in der Früh, ja, Ja, genau. weil das war immer am Über anderen den Viktualienmarkt drüber, genau, der war jetzt Ja. so in der Mitte quasi, also eher fast schon Richtung Hofbräuhaus natürlich verdient. Ja. Und da haben wir einen Zwischenstopp gemacht, haben wir eine Leberkassemme gekauft, nicht, oder Weißwürst. Und oder, ne, das ist je Und, nachdem. also, und oder ich nicht, ich will nur eines davon. Ne? Ja. Aber die Leberkasse war auch sehr gut, muss ich sagen. Ne? Ein Krügerl dazu, nicht? Also eine halbe. Ja, Also auf jeden Fall werden wir nächste Woche nicht. und das am Bugel umeinander zu Livestream. den ganzen Tag ist mühsam einfach. Ja. Ja, nein, machen wir nicht. Das nutzt ja das nichts, geht wenn ich es nicht. herumzahlen, ich muss irgendwo dann Aufbauen verwenden. und verwenden können. Und auch, ja. da kommen wir einfach. Das Das wird wird sich nicht es nicht spielen. Also nächste Woche keine Pavlatschen, nicht einmal Ersatzprogramm, keine Morgensendung, aber noch ist die Woche nicht um. Noch sind die Morgensendungen, bis Freitag sind wir noch da. Na, was denn? Und wir werden uns natürlich dann noch die Seitenblicke anschauen. Dass man das auch sieht, was man ist. Wir sagen ja. Dankeschön, wünschen euch das Allerbeste. Freuen uns aufs nächste Mal, egal wo es sein wird. Dickes Puzzle, viert euch gut, Baba. Und wir spielen, was spielen wir zum Abschluss? Wir spielen mal was ganz was anderes wieder zum Abschluss. Ganz was anderes? Also können wir mal spielen. Was anderes. Ja, was? Was ganz anderes? Was geht noch? Begrüßungslied. Grüß euch Gott, wie geht's euch denn? Dass ihr da seid, das ist schön. Erstes hat's uns grad noch gefällt. Kommst daher und wir bestehen. Fällt mir heut vielleicht noch um. Wissen wir genau warum. Deine Kinder kehren ins Bett. Ja, aber unser Rainer, ja, aber unser Rainer nicht. Jawohl, grüß euch gut und pfiat euch. Macht's es gut, gehabt euch wohl. Servus. Baba. Pfiat euch.